schwer, so sterben die armen Viecher aus. Und ich so, Ja, sicherlich. ja genau. Und wenn ich hocke, dann hör mit Wohnung auf. Bin übermotiviert und Drogen trägt so Tonnen aus. Der Papier von Biomüll, das steht noch nicht so Gaudi drauf. Ja, sicherlich. Ja genau. Lieber Heik, mach mal geil. Hab mir feig, nur zum Dorn, was Teig kannst du besorgen, das verschirren wir nicht auf morgen. Ich trag mir da Arbeitshosen an, meine Jogginghosen auf. Ja, sicherlich. Ja genau. Ab jetzt wieder auf unser Gesundheit geschaut. Hallo. Habe ich die Ehre miteinander? Was geht an diesem wunderschönen Freitagnachmittag? Habe ich die Ehre miteinander? So, ich glaube, dass wir es gesprochen uns das gerissen haben oder nicht oder schon. Ich weiß es nicht. Habe die Ehre, Herr Ernst Detlef, Herr Hunter, Herr Orchkatzelschwarf, Herr Baum, Herr Hyperion, Herr Raffi, Herr Call of Duty Fisch, der Gehsteigpanzer, der Amoxuf, der Pinky Dinky, der Herr Gambock, der Gans, der Tobias, der Herr Krebs, das galaktische der Herr Findling, die Glor, der Herr Bieber, der Herr Sapphire, das Erdnussbrot, der Herr Hartmann, die Isabella, der David, der Hans, der I Like Bier, Tiersprinterei, der Murmelkopf, der Herr Lipp, der Herr Tremmel, der Herr Leubel, der Flo, der Bam, der Ikon, der Gagamilius, der Herr Schwarz oder die Frau Schwarz, ich weiß nicht, der Genzeltobi, der Herr Patrick, schon wieder der Gehsteigmonster, der Blackswell ist auch endlich mal wieder am Start, der Herr Schulz, der Dino, der Emsli, der Lache, der Pigel, der Beweis, ich mag nicht mehr. So, ich schalte raus, Servus. Oh mei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie geht's euch an diesem wunderschönen Freitagnachmittag? Gut, das Video ist halt nicht so ultra geil, wie es irgendwie in den letzten paar Tagen war. Aber, Moment, auf die Frage, wie rappst du eigentlich? Genau. Und wenn ich hocke, Ja, genau. Moment, das müssen wir im Hintergrund laufen lassen. Da, dumm ist schon wieder. Habe die Ehre bei Neint. Neint. Grüß nach Kanada, falls du immer noch in Kanada sitzt, ich weiß nicht, und vergeht's gut. Das hat jetzt wieder sehr lang gedauert, bis der Erste wieder mit dem Gate umeinander schmeißen muss. Kruzifix. Play, drück mal schnell auf Play, muss schnell leise machen, Moment, ja. hör mit Wohnung auf. Bin übermotiviert und Drogen trägt so Tonnen aus. Der Papier von Biomüll, das steht noch nicht so Gaudi drauf. So, aus irgendwelchen Gründen bin ich heute relativ gut gelaunt. Ich bin sehr gut gelaunt, ja, okay. Mir hängt der Bord im Pfotzen. Und ich glaube, ich habe heute schon 40 Porno gefressen. Der Herr Hoffmann sitzt in Kroatien. Weißt du, jeder, ich hab's ja die meisten wahrscheinlich von euch werden wahrscheinlich Ferien haben. Ich hab keine Ferien. Ich hab ab heute Urlaub. So. Ich erkläre später ein bisschen mehr dazu. Weil ich mir nämlich vorgenommen habe, jetzt pass Obacht, wie heißt überhaupt der heutige Titel von diesem Stream? Der heutige Titel von diesem Stream ist ja folgender. Erst einmal, wir sind jetzt 40.000. Geht das, also keine Ahnung, bei mir geht das noch nicht so ganz da oben rein. 40.000. Ja? Und eigentlich war es 40.000 das Special, ja, das waren, pass auf, ich hol's einmal schnell. Schönes Wochenende, alle lasst es euch Servus. Hashtag Besteck-Community Rautetinder für Michi. Hashtag Birkerbestermann am Platz. Herr Hippe, merci, der narische Deus, merci. So, jetzt pass auf, wir haben ja ein 40.000er Special, war ja eigentlich gedacht, dass sich das so hingeht. Kennt ihr euch an das noch, hat das ja jeder gesehen? Aus sehr interessanten Gründen haben wir ja im Discord schon ein bisschen umeinander diskutiert, an was das Link kann und so weiter. Ich glaube, dass das der letzte Stammtisch das am wenigsten aufgerufene Video seit über einem Jahr ist. Warum auch immer, keine Ahnung, aber ist ja wurscht. Deswegen geht jetzt aber davon aus, das haben nicht so viele Leute gesehen, wie es eigentlich hätten sehen sollen, aber das ist ja dann nicht denen ein Problem. Ich hoffe, dass das ja jeder gesehen hat. Jetzt fix mal! Servus. Feier Tommy! Servus! Merci dir! Merci euch alle! Grüezi fix, jetzt sitze ich 5 Minuten da und hab schon wieder wenn man es umrechnet, wahrscheinlich einen höheren Stundenlohn als bei mir in der Arbeit. So. Ich zeige euch das gerne nochmal und zwar, ich hoffe, das Video hat ja jeder gesehen. Jeder, der das Video jetzt nicht gesehen hat, das war das letzte von letzten Sonntag, das war der Stammtisch 4 mit dem Trachtmann-Gewinnspiel. Ich hoffe, dass das jeder, der herin sitzt, jeder gesehen hat. Ja?
Heute ist die Gewinnerziehung davon, und zwar hat jeder quasi unter das Video, der Bock drauf hat, das da zum Gewinnen. Jetzt pass auf, also es ist einmal ein Trachtman-Video, signiert von mir mit einem Special Print, das ist der da. Ja. Falls die meisten, die im Stream drin sind, sind ja jede Woche da. Und die haben vielleicht auch gesehen, so vor 5-6 Wochen war der Chris, der Zeichner vom Trachtman, von ihm da, war im Stream herin und hat das Beutel da live gezeichnet, und daneben ist der Massimo mit dem riesendrum Krüge der Fotzen und mit dem riesen Ansetzarm, und das haben wir ebenfalls auch beide unterschrieben und ist quasi die ultimative Todes-Special Edition, und die kann man gewinnen. Mit Herz drauf natürlich, plus ich schreibe da ja hinten noch was drauf. Moserer Pfingstfest! War es der Z-Moos? Warst als Moos. Nein, war nicht im Moos. Aber vergelt's gut für dein Fuffi. Fünfer. So, Gewinnspielbeteiligung war so krass wie noch nie. Ich glaube, dass wir 1100 Kommentare auf dem Video haben. Und Bedingung war quasi, schreibst einen Kommentar drunter mit Hashtag Trachtman und dann ein Gesetzel, wo sie drauf schreiben soll oder wo sie drauf zeichnen soll noch oder sonst irgendwas. So, und das ist quasi die, pass auf, wie es im Video schon sagt, die Nummer 51 von 50. Die ultimative Todes-Special Edition. Was ich im Video leider Gottes übersehen habe zum Song ist, es gibt dann also Sammelkarten. Die ist auch noch dabei. Mit dem der Schwan. Wer der Schwan ist, das erfahrt im Comic. So, wenn jetzt irgendjemand das gerade zum ersten Mal hört von diesem Gewinnspiel, dann hat er jetzt noch ein bisschen Zeit, sich das Video zum Schauen und drunter zum Kommentieren. Okay. Und zwar Hashtag Trachtman und dann irgendein Gesetzel, was ich draufschreiben soll oder was ich drauf malen soll oder was auch immer. Diese Ziehung von diesem Gewinner, das werden wir, weiß ich nicht, jetzt ist 2:30, so um 3:30 mal. Ja? So. Für alle, die das Video nicht gesehen haben, und ich glaube, das haben einige nicht gesehen, weil es in Anführungsstrichen bloß 11.000 Leute, glaube ich, angeschaut haben. Und wenn du mir alle anderen Videos anschaust in meinem Kanal drin, da redet man von 30.000 Aufrufe aufwärts. Nichtsdestotrotz, sind wir gut drauf, oder was? Urlaub, meine Damen und Herren. Das ist übrigens gleich das nächste Thema. Ja? Domi, nicht schon wieder. Stop Ja, it. bin ich Herr Bürger schöner Groß an den Hashtag hart erkannt. Merci dir. Grüß nach Kanada. So ist es so sagen dazu. Wir haben übrigens dieselben Farben wie die Österreicher. Bloß, dass da nur ein Ahornblatt drin ist. Der Raffi schreibt, ich hab noch Nummer 48 erwischt. Stimmt, das muss ich auch noch kurz sagen an alle, die sich das Ding bestellt haben. Selbstverständlich in erster Linie ein herzliches Dankeschön im Namen von Chris. Es hat ja quasi 50 unterschriebene Versionen gegeben und die ersten 50, die sich das Ding kaufen bei ihm, haben quasi eine signierte Version davon gekriegt. Herzlichen Dank dafür. Dann, was ich mitgekriegt habe, ist, wir haben das natürlich so gut es geht versucht zu vermeiden, dass Leute mehr bestellen können, wie verfügbar sind. Und ich glaube, 13 Leute oder so hat es erwischt, die bestellt haben, aber leider keins mehr gekriegt haben, weil es hat 29 Minuten gedauert, dann waren diese 50 Heftel weg. Und ich glaube, dass keiner doppelt bestellt hat. Oh, ich glaube, einer war dabei oder so, der hat 2 Heftel bestellt. Das ist auch noch alles im Rahmen. Und ansonsten hat es kein Ding nicht gegeben. Das tut mir natürlich sehr leid für die Leute, aber ja. Smurfing! Geile Leid. Geile Community. Hashtag Bürgersquad. Du brauchst doch keinen Zehner dafür! Merci! Fuck! Aber, um jetzt einmal da drauf zurückzukommen, wir haben jetzt 40.000. Ja? 40.000. Ziemlich exakt ein Jahr später, wo diese ganze Gespuse da angefangen hat, wo man, weiß ich nicht, ich habe ja vorher schon gestreamt, aber dann haben mal Leute zugeschaut, wie ich streame. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich da dazu sagen soll, außer dass ich wie jedes Mal irgendwie immer noch nicht kapiere, was da eigentlich los ist, die ganze Zeit. Ob das jetzt verdient ist, die 40.000 oder nicht verdient, das muss ja jeder selber wissen. Ich mag jetzt für mich, ohne arrogant zu klingen, einfach mal behaupten, die Arbeit, die ich da seit einem Jahr eingesteckt habe, es ist vielleicht verdient, vielleicht aber auch nicht. Wenn nicht, dann ist es mir auch scheißegal.
ein riesengroßes herzliches Dankeschön an euch alle, an jeden einzelnen von euch 252. Herr Boris Blusch, Dere Bürger, heit hupsam oi wieder geschafft, grinsen das Smiley, i lebna noch 4 Doc Moser, Pfingstfest Smiley mit Freudentränen in. Moos was nur wenn's für sich ei geht und genauso rauskimmt i sogenannte Obernet WOS rauskimmt. Smiley mit Freudentränen, Hashtag Vollbiesquat. merci. Aber bitte schon Herz auf mit den zweistelligen Beträgen umeinander zu werfen, weil ich einen Schlagerl krieg. Kruzifix. Der Player Rose schreibt schon, bald haben wir einen PewDiePie überholt. Wir haben auf vollem Dings hier, haben wir voll unterwegs. Der Andi schreibt, jetzt fehlen noch 60.000 für einen Playbutton. Ja, ich sag dir auch ganz ehrlich, den Playbutton habe ich mir definitiv zum Ziel gemacht. Sag dir, wie es ist. Ich höre erst auf, wenn da hinten, da neben den Gitarren, wenn ich da den silbernen Playbutton aufhängen darf, dann höre ich auf. So viel dazu. Da ist ja noch eine ganze Zeit hin. Wie soll ich denn sagen? Keine Ahnung. Ich finde sowieso, je öfter dass ich Merci sage, desto weniger, glaube ich, kommt es bei euch an. Trotzdem kann ich nichts anderes sagen wie unendlich fettes Merci. Ohne euch war es nicht möglich, ohne euch hätte ich nicht weitergemacht. Und ich glaube, das letzte Jahr war ziemlich heftig. Das war ziemlich lustig. Ich habe mir immer eingeredet, so von wegen, ja, ich weiß auch nicht, lasst mir es einmal bei alle 2 Wochen ein Video. Muss gelangen, ja, damit das nicht abstumpft, nicht irgendwie langweilig wird. Irgendwann gingen auch mir mal die Ideen aus, bla 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 bla. Und jetzt habe ich ein halbes Jahr durchgezogen, jede Woche Video rausgekaut, pünktlich, zack, zack, die Bohne, jede Woche gestreamt, geht voll ab. Ja. Habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt habt ihr Ferien. Aber wie lange haben denn überhaupt noch Ferien? Nächste Woche geht schon wieder, oder? Geht nächste Woche schon wieder? Ich weiß nicht. Und ich habe ab heute unerwartet Urlaub. In dem Urlaub habe ich Geburtstag, Kumpel feiert seinen Jungs seinen Abschied, etc. Sprich, ich werde mindestens eine Woche davor überhaupt nicht mitkriegen. Und, tja, weiß auch nicht. Übrigens, nicht, weil ich es jetzt gerade im Chat so ein bisschen lese, dann muss die Abozahl bei 999.999 aufhören zu steigen. Das nimmt es mir nicht so. Herr Simon Angerer! Lass uns ihr erstes Video von YouTube anschauen zur Feier des Tages, Hashtag Hauruck. Was ist mein erstes YouTube-Video? Das ist einmal die allererste Frage. Ich glaube, das ist das Nirvana-Cover, da bin ich 16 Jahre alt. Schaut mir nicht, jetzt pass auf. Dann muss ich jetzt einmal schnell schauen. Dann müssen wir ganz oben scrollen. Obi, weiter. Mein Gott, ich habe so viele scheiß Videos gemacht. Ich habe 170 Uploads. Und man merkt, dass da der alte Scheiß richtiger Scheiß ist. Auf alle Fälle, lange Rede, kurzer Sinn. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor euch. Vielen herzlichen Dank für alles, was ihr mir dadurch ermöglicht. Danke schön. Im allen Ernst. So, warum geht's jetzt da nicht weiter? Naja. Ich bin nur auf der Suche nach dem ersten Video. Der Patrick! Also leider. Wo ihr so leid habt, as mitgritschen nimmer abonnieren, sonst hätt a auf. Die Ferienhahn JZ Goa. Das war NUAA Witz, abonniert 10 Typen, hotz wade ant. Hashtag Hatakan, Hashtag Bürgersquat. Vergelt's gut, Mr. Pat. Selbstverständlich höre ich bei 100.000 wahrscheinlich heute nicht auf. Ja, das ist aber eh klar. Wo sind wir denn? So, zur Feier des Tages, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein allererstes YouTube-Video. Jetzt mir gaff. Wo ist denn? Da schau ich erst. Es ist mit einem Toaster aufgenommen. Was soll ich denn da sagen? Jetzt mir gaff. Es dauert 2 Minuten 48. Hochgeladen habe ich es am 31.03.2007. Jetzt pass auf. Ja, das geht sich hin mit dem, was ich gesagt habe. Jetzt pass auf. Also das ist jetzt so richtig geil zum Fremdschammer. Also so richtig geil, weil es halt einfach nun mal 4000 Jahre alt ist. Jetzt pass auf. Außerdem, ich schaue aus wie ein fucking Indianer, Alter. Was ist denn eigentlich los mit mir? Schau mich an. Schau dir so. Wo ist denn, pass auf, Webcam. Jetzt pass auf. Ja, und ja, es wurde mit einem Toaster aufgenommen. Und na,
der Fernseher, der da im Eck steht, ist nicht der Fernseher, der da unten steht. Auch wenn es so ausschaut. Ich weiß, dass es nicht ist, weil das da ist ein Fernseher von einem Kumpel und der da drin steht, ist wirklich mein alter Röhrenfernseher. Jetzt pass auf. Schauen wir uns die ganze Geschichte einmal an. Okay, es hat 4 Frames, dieses Video. Molly wants a crack here. I think you should get off her first. I think she wants some water to put out the don't touch. And the name of some sing without my clear dirty wings. Let me take a ride. Could you sail? I want some milk. Let myself. Um Got Gottes some Willen! rope that I've been told. I promise you that I've been true. Let me take a ride, 'cause you said want some help. Help myself. Also wie man schon sagt, es geht ganz genau so weiter. Herr Don Brummel, Aufnahme. Hashtag Aufnahmetoaster. Ja, also keine Ahnung. Der Mano Marcel fragt schon richtig, mit was hast du das aufgenommen mit dem Scheiße? Ja. Ich hab mir auf den Tisch gekotet und hab auf Record gedruckt, ist das dabei rausgekommen. Also im Inneren schäme ich mich natürlich auch für dieses Video, ja, aber das ist ja, das hilft ja sowieso nicht. Was soll ich war irgendwann einmal ganz jung. Hilft halt nicht. Keine Ahnung. So hat das alles so gefangen. Ja. Und ja, das haben wir aber auch, wenn man da mal schaut, jetzt mir greift, das haben wir aber auch hier knappe 20.000 Leute geschaut, gell? So ist es nicht. So ist es nicht. Ja. Also, was soll es jetzt. Hoppala, der Schnacksalotl gegangen. Achtung. Wen wir übrigens auch schon lange nicht mehr gesehen haben, ist der Gilbert. Das gehäkelte Schnacksalotl. Haben wir das auch mal wieder gehabt. So. Was wollte denn jetzt halt gerade noch schnell, was mir gerade aufgefallen ist im Video, jetzt pass auf. Und zwar, schaut man da mal noch mal um. Und zwar, jetzt pass auf, da herum, da. Seht ihr das, was da steht? Das rothelle Ding da. Seht ihr das da? Da auf der Seite. Sehr interessant ist folgendes. Jetzt warte schnell. Muss ich kurz aufstehen. Auf die 40k zwinkern das Smiley macht weiter so. Abos mein Glückwunsch zu dem Hashtag Vollbier. Hans, die Klar, merci. Nicht merci und Glückwunsch und Ding, ja, na gut, Glückwunsch vielleicht schon, aber ihr seid die Geilsten, die umeinander rennen und es liegt an euch, nicht an mir. So, das Lustige ist jetzt auch, wir schauen uns jetzt noch mit das da. Jetzt pass auf. Und jetzt mache ich so. Den habe ich echt immer noch. Schau hier. Der gute alte Cartman. Also keine Ahnung, wenn es irgendeine geilere Figur als ein Cartman gibt, dann soll er mal das Bitchen sagen. So. Haben wir wieder mal einen Trip in die Vergangenheit gemacht. Ja. Was lustig und interessant vielleicht zum Singen ist aber auch, was ich sonst da so für Videos da früher gemacht habe. Jetzt mirke mir auf. Müssen wir nochmal zurück tun. Weil das zweite Video war der Grundstein allen Blödsinns. Jetzt passt's auf. Das schauen wir uns jetzt auch ganz, weil ich das glaube ich auch schon seit 100 Jahren nicht mehr gesehen habe. Das war dann am 19. Januar 2008. 2008, das ist 10,5 Jahre her, okay? So. Und falls ich mir jemals irgendwann vorwerfen lassen muss, dass ich irgendwem was nachmache oder sonst was, dann soll er sich bitte das Video anschauen. Jetzt merkt's auf. Das schauen wir uns jetzt miteinander an, weil ich es auch schon 100 Jahre nicht mehr gesehen habe. Jetzt pass auf. Bavarian Reservoir Dogs. Irgendwas Januar 2008. Auf geht's. Also ich glaub, die fette, schwammige Heppe letzten Samstag, die hast du zusammengequengelt. Die fette, schwammige Heppin, die hast letzten Samstag du zusammengequengelt. Das ist, ja, man beachte die Tonqualität. Stark. Was? Ach du Herr, du ganzer Ficker.
Alter, ich hab's doch nicht angelangt. Ah, verzeih mir doch keinen Schmarrn nicht, hab ich doch gesehen. Was meinst du? Du, der Lacke. Jetzt hör mir mal genau zu, du saudummer Geschwulschädel. Ich hab da ein Bier hier, da sind mindestens 16 oder 26 Bettel von mir, deiner Mann, dein Pap, deiner Mann, egal, auf alle Fälle, da drin. Und du bist Ein eine aufgeschnittene Dummschiss. Wildsau und da kannst nix dagegen tun. Ich meine, er ist auch ein wenig dicker, aber du bist speckiger Fotzen, komm! Du kannst nicht... Das Geile ist ja eigentlich, wie der Rechte von denen zwei die ganze Zeit schauen so. Das ist eigentlich das Lustige. Ja, hergeht die Fetten zusammenfegeln! Willst du mir etwa wie ein Schwattelwegler? Der Schwattlenfegler. Herr Hartmann! Spezial. Die Community braucht an Jesus-Sepp. Ei, der Zorn der Bürger mocht an Jesus. Erst einmal, vergeht's gut, Herr Hartmann, für den 20er. Das ist zu viel. Du weißt es, dass es zu viel ist. Stop it, stop it, stop it. Nummer 2. Der Jesus-Sepp, dass ich euch einen Jesus-Sepp mache, da hat es eine ganz klare Abmachung gegeben. Wenn wir innerhalb der einer Woche vor 4 Wochen die 40.000 geschafft hätten, was durchaus möglich gewesen fast wäre, dann hätte es einen Jesus-Sepp geben. Aber so müssen wir uns ein neues Ziel setzen. Das müssen wir uns ausdenken. Da müssen wir neu verhandeln. Weiter geht's mit dem Schwattl-Fegler. Aber vergeht's gut, Alter. Oh, schau, der trinkt die Mastfotzen an. Herrgott, du Saude. Jetzt meine ich, reiß dir ein wenig halt zusammen, du Klippe, sonst meine hat's dich, ja? Schmeckt das am verschieden? Oh, hat er aufgesagt und dann hat er Zufall gewesen. Das ist so massiv übersteuert, Alter. Das ist ein Wahnsinn. Letzte Jetzt reißt Woche den Kopf. wollte ich noch Boom haben, ich wollte zum Stich 1 rein und auf einmal ruft die Erzählerin um sich gekommen. Meinst du, dass die Mistbritschen stark gehalten hätten? Was? Die Erzählerin? Mr. Ette Patrick? Hartmann, hast du nicht gesagt, du wollt SD 1000 Euro spenden? Das, wenn du es dann zündet Hast die ja an. zumindest angekündigt, hehe. Vergeht's gut, Herr Hashtag hart Patrick. erkannt. Vergeht's gut. Und das, wenn du es dann zündet die an, das ist schwer. So. Ich meine, jetzt sind die dreckige Zigeunermuschen auch schon 16 Meter auf der Teerstraße nur, ja? Oder? Du Lober, die Erzählerin. Mir zerreißt ein Shell mit der Soundqualität. Das ist unter, also keine Ahnung, damals hat es noch keine Möglichkeiten nicht gegeben. Ich glaube, das haben wir mit einem Kopfhörermikrofon aufgenommen. Da habe ich noch nicht einmal, ja, mit einem Headset wahrscheinlich. Aber da zerreißt ein Shell. Ich hab schon zusammengehauen. Da bist du nur mit dem Holzschwert um und jetzt bleiben wir mit dem Gehen. Das ist was fürs Leben so ein Holzschwert. Lucian. Du hättest heute noch gerne einen so Schläger alleine. Und dann tut sie raus, aber. Der Matz. Neutiefenweg Lost Griasen Victory Geste Haut Typ 3 Raute Hütten Hashtag schaust mal vorbei auf VOP. Mr. oder Frau Amaria, vergeht's gut für deine 5,49 €. Neutiefenweg los. Ich weiß nicht, was der Neutiefenweg ist. Das ist eine Ortschaft. Das ist eine Straße bei uns in Landau. Ich weiß nicht. Hashtag Hütten. Hütten ist immer gut. Es gibt immer zwei Arten von Menschen. Zwei Arten von Jugendlichen. Da gibt's die Hüttenleid und da gibt's die Bauwagenleid. Ihr seid offensichtlich in der Hütten. Und schaust du mal vorbei auf eine halbe, das wird wahrscheinlich akut ein bisschen schwierig. Erzählen! Kruzifix, die ist so fett, ja, oder kreis wie 604. Schluckt wie ein Kuli und flitzt wie ein Schuhbraten. Bloß hat die gesagt sein, Mann. Was wirst denn? Ich lach deswegen so fest, weil da ein Haufen Kumpels mitgemacht haben und viele von denen habe ich schon lange nicht mehr gesehen und das war gerade jemand, da, an den erinnere ich mich immer gern zu, weil der Typ war der Alleinunterhalter himself, eigentlich sollte der da sitzen und nicht ich. Du reich jetzt dein Senf dazu, du schiere Sau. Grima OIS Patrick. Wer zu Eid schafft, ohos. Wer zahlt, schafft du. Wer zahlt, schafft du. Außerdem soll jetzt das fette Vergeht's Wasser gut. was weitergeht. Das rennt nicht wie ein Schaf von den Lüchsen. Was wird denn? Legt mir die Zelle her. Ich muss innerlich so verschmunzeln, weil ich genau weiß, ich habe wirklich noch vor meinem Kopf, damals mit meinem PC noch nicht da gestanden oder da hinten gestanden, sondern da ist er noch da am Fenster da unten gestanden. Und wir haben alle rundherum gesessen und das Video haben wir gemacht kurz vorm Fortgehen. Ich hab gedacht, hey, ihr habt Bock, so ein Scheiß zu machen, das und das und das und das. Und dann sitzt er da zu 5 um den PC rundum und dann kommen natürlich, da brauchst du nicht nachdenken, weil der Blättschmerz kommt von selbst. Und dann ist das da entstanden. Ich glaube, dass wir auf 2 Stunden haben wir das Video hergeschissen und mittlerweile haben es auch, schauen wir mal, ja, 56.000 Leute angeschaut. Und in der letzten Zeit natürlich, oder in den letzten 5, 8 Jahren überhaupt nicht mehr. Aber ich weiß noch, damals hat es so Internetseiten gegeben, die hat Ist nicht wahr geheißen. Und da habe ich das hingeschickt und die haben das dann gepostet und dann hat es auch innerhalb von einer Woche die 60.000 Aufrufe gehabt. Und das war eigentlich so der erste Videoerfolg. Der Patrick schon wieder. Ja, und du hast gesagt, du sollst 1000 Euro. Ui, so wie ihr erwarten. Schnauze jetzt mit einem Scheiß! So, weiter geht's.
Hab gesagt, das ist wichtig. Schauen wir mal. Jetzt lese ich gerade, der dumme Bub Bang angestoßen. Er hat keine Sekunden. Das sind die kleinen Witze, über die wir uns dann selber drüber lustig machen. Weißt du, der glatzerte Fettkopf, der hat nicht 1 Sekunde den Zettel gelesen und verzeiht 1 Sekunde später so, lese ich gerade. Und der Mom hat, was hat er? Jetzt muss ich nicht noch einmal hier reinstecken, solange es so warm ist. Was, für das krieg ich keinen Strike. Oh, jetzt lese ich gerade, der kleine Bub hat die Mama abgestochen. Jetzt muss ich noch schnell heim und muss ihn hier einstecken, solange es noch warm ist. Hallo? 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 Was ist los eigentlich? Du kannst so nicht über deine Schwester Ich schau da nicht, irgendwo Oder du kannst ja so nicht über deine Schwester reden. Der Herr Putin spendet 99 Cent. Vergeht's gut. Der Herr Putin ist aber ganz schön arm drum. verzeihen, dass seine Schwester nicht wegeln. Bin dabei. Ja, Schwesterfegeln ist eine geschmeidige Sache. Was ist das? Schwesterfegeln ist eine geschmeidige Sache. Was? Was? Ja. Ja. Im Popo. Dieser absolutäre Dünnscheiß. Ja. Im Popo. Ja, wenn's besoffen bist, ist es noch besser. Ja, schon ein wenig. Ja, genau, du Deppal. Selber Deppal. Ja, was? Blöder Hosenbiesler. Mann, wisst ihr was? Ausgelassen wird's. Wie soll ich denn das so stehen, als auf in der Früh schon jagen musst, Wisst ihr, wo es ausgesuffen wird? Wie soll ich in diesem machen? AG 15 Kilometer oder so geht leicht Smiley mit Freudentränen. 15 Kilometer, da schwimme ich um mich. Also momentan kann ich aktuell 15 Kilometer tatsächlich in meinem Arschwasser um mich schwimmen. War möglich. Da brauche ich bloß einmal Anlauf nehmen, setz mich im Arsch auf, bam, bin ich da. Vergeht's gut. Und das ist übrigens die Internetseiten, von der ich irgendwann einmal erzählt habe. Die gibt es natürlich nicht mehr, also da braucht ihr jetzt nicht nachschauen, ob es die noch irgendwie gibt. Absolut arschloch.de. Das war so unser erste, also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Völlig behindert eigentlich. Da haben wir Internetseiten gemacht, das war so 2004, 2005 rum. Und haben wir die ersten Blödsinnsvideos gemacht, wie halt sowas. Unter anderem eine fiese Aktion, aber von der jetzt verzeihe ich ja anders mal. Ach ja, so, jetzt machen wir da mal den ganzen Scheißdreck wieder zu. Was kommt eigentlich dann? Ja, das Eye-Roll-Video. Das mag keiner sehen, das ist einfach nur beschissen, was ich mir da gedacht habe, weiß kein Mensch nicht. Aber ja. So, machen wir den ganzen Käse mal wieder zu, drücken wir auf Play. Jawohl. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie schaut's aus? Sollen wir mal langsam aber sicher den Gewinner ziehen, oder was? Ja? Nö, lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Wie soll ich sagen? Das Schlimme ist ja, dass ich, wenn wir den Gewinner ziehen, Herr Pausch! Kinder, Servus Leid, schöne Griers aus Trudering, wo meiner Arbeit aus. V ich Spaß no im Muas weiter duren. Vergelt's Gott! No, das hat sich jetzt ein bisschen so angehört, als war es ein Österreicher Dialekt drin, ein bisschen, weil ich wenig tun ist ein bisschen Österreich. Herr Pausch, vergelt's Gott für deinen Fünfer, Chris in die Arbeit, möge der Tag so schnell vergehen, wie es geht. Es ist das Einzige, was ich sehe. Ja, der Flying Geigerl hat eigentlich die richtige Frage gestellt. Birger, rappst du eigentlich? Ja, ich kann sogar so rappen, dass der Dorwaschel reißt. Pass auf. 1, 2, 3. Der Oidi dann die Oidi von den Augen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mit Zeit weiter klang. Immer ein Schritt her, ich konnte den Scheiß, wenn du kannst. Habe die Ehre. Your name! Merci. Jetzt hört jetzt halt auf, es ist jetzt gut langsam. Fix Mari. Ja, Herr Nuscheler, mein Augustiner ist lack. Was sollst du wieder gegen tun? Musst du schnell dringen, es hilft nicht. Oder du tust den Stopsel wieder drauf und stellst es in den Kühlschrank ein. Aber dann musst du mit einer spontanen Bockfutzen rechnen. Auf was ich überhaupt hinaus wollte, ist folgendes. Ja? Seit einem halben Jahr. Permanent, ich hab nichts anderes mehr im Shell außer YouTube, bla, Dings und so weiter, jede Woche hier Video außer. Und jetzt habe ich mir Folgendes gedacht, einfach um das einmal auszuprobieren, ob es auch ohne geht. Ja, 2 Wochen Sommerpause, komplette Sommerpause. Sprich, 2 Wochen kommt kein Video am Sonntag.
Es kommt am Freitag kein Stream, kein gar nichts. Mein Plan ist, mit zweimal an meinem Geburtstag, am Junggesellenabschied, so umzurichten, dass ich die nächsten 3 Tage vergessen haben werd, was überhaupt passiert ist. Und dann schauen wir mal weiter. Dann schauen wir mal weiter. Da wird jetzt schon keiner umeinander wohnen. Das hilft da sowieso nicht. Ja, außerdem hat momentan, habe ich sage jetzt nicht Ideenblockade, aber ich bin momentan am Schreiben. Und ich habe so viele Videos im Prinzip schon da drin fertig. Muss bloß so zu Papier bringen und werde mir dann mal gemütlich aussitzen, an die Isar sitzen, ein bisschen an die Isar sitzen, ja, ein bisschen schreiben, ein bisschen am Arsch lecken lassen und einfach mal 2 Wochen dem Lenz einen Hashtag schmeißt die Fuffis in den Club. Hashtag Bürgersquad. Hashtag nimm da Zeit 4 Day. Das ist der Plan. Mr. Pat, vergeht's gut. Das ist der Plan. Ja? Muss auch einmal sein. So, streichen wir uns ein wenig an Bord. Muss auch einmal sein. Ich mache bloß diesmal nicht wie letztes Jahr ein Video drüber, weil es kann sowieso passieren, dass mir nächsten Freitag langweilig ist und schalte den Stream einfach ein. Vielleicht schalte ich mitten in der Nacht wieder einen Stream ein zum Zocken. Hat zwar jetzt keiner mehr Ferien, aber das ist ja mir scheißegal. Wir machen jetzt was wir wollen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie schaut's aus? Das Hauptproblem, was ich habe übrigens mit der Gewinnerziehung, wie schreibe ich denn denjenigen? Oh, es sind ja in Anführungsstrichen bloß 260 Leute da. Wie kriegt denn derjenige überhaupt mit, dass er gewonnen hat? Man kann über YouTube ja keine Nachrichten schicken, zumindest nicht jedem. Flo! Habe die Ehre, Schöner Groß aus Erding. Habe die Ehre, vergeht's gut für 3,50 und Chris aus Landau. Nee, vergeht's gut, Flo! Ich hab ja wieder Datenvolumen. Servus. Ja, Birger, verzeih mal dein Lieblings. Was ist mein Lieblingswitz? Mama, ich hab einen 5er in Mathe. Ja, ist eh wurscht, hast Krebs. So, weiter im Programm. Ich hab's schon an meinem Discord ein bisschen erzählt. Mein Humor ist eigentlich schwarz wie die Nacht. Nur leider kann ich den auf YouTube nicht so ausleben, wie ich das möchte. Und wenn jetzt wieder irgendwelche Moralapostel daherkommen, oh, Birger, der war's krass, dann muss ich sagen, keine Ahnung. Ja, ist ja wurscht. Kannst doch unter den Gewinnerkommentar kommentieren. Da hat er recht, das hätte ich mal sowieso gemacht. Auf Facebook werde ich es posten. Und ja, was ist schwarz und fliegt 1000? Ein Düsenneger. Ja, der ist halt für mich schon so alt, dass ich nicht mehr drüber lachen muss. Was ich auch noch, jetzt pass auf, was haben wir noch für einen Witz? Was ist grün und mäht mein Rasen? Ihr könnt dabei mal ein bisschen raten, ich trinke dabei mal was. Herr Mertl, geht's gut? Was ist grün und mäht mein Rasen? Was geht's dir, wie mein Neger ausstreich? So. Was ist der Unterschied zwischen einem Anhänger voll Kies und einem Anhänger voll Kinder? Hast einen Anhänger mit voller Kies schon mal mit der Mistgabel abgeladen? Was ist der Unterschied zwischen einem Vogel? Die 2 Kniescheiben, besonders die linke. So, wie kriegt man 12 Millionen Follower mit einer Flasche Wasser durch... Ja, es ist ja grenzwertig, ob man die so verzeihen darf. Ich weiß nicht, wahrscheinlich fange ich mal wieder einen Strike, es hilft eh nicht. Ich kann meinen Nasenbohrer umholen, wie ich mag. Hätte ich wahrscheinlich sagen sollen, ja, hilft eh nicht. So, grüezi fix, ich hab so viel Anschwasser, dass ich in meinem Stuhl ausrutsch. Birger, der Hippe ist gerade blitzt worden. Was blitzt ist er worden? Du sollst da ein Auto fahren und aufpassen und nicht mir unterm Auto beschauen. Was tust du denn? Du Narr! Ich schwitze so viel. Es hat ein totales Kackwetter draußen, aber da herin hat es 5 Milliarden Grad. Warum ist das so? Weißt du, da vergeht mir die Lust, geht mir da. Da habe ich wie viel Speicherplatz hast du? 2 Megabyte. Der ist gar nicht schlecht. Herr Leitsch, der ist gar nicht schlecht. Wie viel Speicherplatz hast du? 2 Megabyte. Ja. Wie viele Kinder brauchst du um eine Wand zum Streichen? Das weiß ich nicht.
Den kenne ich nicht. Birger, bitte lese meinen Kommentar von oben. Oh Gott, wie soll ich denn den lesen? Da ist der ganze Chat ist voll. Wo? Nuscheler, Apfelschorle, keine Ahnung, ich finde den Kommentar nicht mehr. Der ist schon so weit weg. Saufer kalte Halbe, dann geht's schon wieder. Also das Einzige, was noch mehr hilft wie eine kalte Halbe, wenn es wirklich 80 Grad hat, ist ein eiskalt Sprite. Ja? Und nicht mal das hilft. Nicht mal, wenn es mal ans Hirn noch nicht hält. Ah ja, doch, das hilft ein wenig. Kommt ein Pferd in die Bar, sagt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Die sind wirklich, die aller. Gingen zwei Hunde um die Ecke, tritt der eine auf den Keks. Treffen sie zwei Semin, fragt die eine, bist du auch ein Brezen? Oh mei, oh mei. Oh, leck! Ebner, wir nehmen mal einen Nasenbohrer im UFO fliegende Unterrasse. Das ja, aber das ist keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber sowas muss ich halt lachen. Deswegen, also. Naja, was haben jetzt Handgranaten und Frauen gemeinsam? Ich weiß nicht. Beide machen nur Lärm und Stress und machen alles kaputt, keine Ahnung. Wie viele Kinder brauchst du aber wann zum Schreien? Kommt drauf an, wie stark das. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich hab schon gesagt, das gefällt mir gut. Wie viele Kinder braucht man am Wind zum Streichen? Kommt drauf an, wie fies das wirfst. Gefällt mir gut. Was ist fies? 10 Kinder in einer Mülltonne. Was ist fieser? Ein Kind in 10 Mülltonnen. Hat er nicht gesagt. Der Adrian fragt mich, bist du geheiratet? Nope. Ein Biergebomb? Nein, heute gibt's kein Biergebomb. Wie von mir als 8, weil in einem Kinder ist nur du. Wie viele Tote braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Kein Plan, auf jeden Fall mehr als 8, weil in meinem Keller ist immer noch finster. Treffen Sie zwei Lebergeister, fragt die eine, die andere, bist du auch ein... Was? Bist du auch ein Weinmann? Herr Mertel! Olda Servus aus der Oberpfalz, #Vollbier. Alter, merci dir! Servus aus Landau, #Vollbier Squad. Merci dir. Bürgerhumor ist so schwarz wie der Boden des Mittelmeers. Ja, so ist es ungefähr. So, Mama, ich hätt gern die Keks da oben. Nimmst du halt. Ja, aber ich hab da keine Arme. Tja, keine Arme, keine Keks. Herr Hartmann! Also bei uns in Bergen, Truppenübungsplatz, Hotz 32 Grad Celsius. Wir sitzen mal MIM Hauptmann auf im Panzer und schauen mal Stream XD. Erstmal Vergeltungsgeld für den Fünfer. Herr Hartmann, Foto oder es ist nie passiert. Wenn man einen Ring zieht, ist das Haus weg. Also sehr schön, sehr schön. Was haben Frauen und Granaten gemeinsam? Wenn man einen Ring zieht, ist das Haus weg. Sehr schöner Witz. Gefällt mir gut. Bürger, wohnst du unten vor Landau oder oben beim Krankenhaus? Das sag ich euch nicht. Ganz einfach. Gibt eigentlich ein Bürger Soundboard oder sowas? Nö, glaube ich nicht. Keine Ahnung, irgendjemand wollte mal ein Soundboard machen? Ich weiß nicht. Wenn er bei einem Soundboard machen kann, dann kann sie gerne mal mit mir reden, der soll ich eins machen. So. Bürger sei mal so schwarz, der brockt sogar Bambo. Das ist genau mein Humor, meine Freunde. Genau so muss das ausschauen. Wahrscheinlich bewege ich mich gerade wieder sehr, sehr, sehr hart an der Grenze. Aber ja, das hilft ja sowieso nicht. Keine Ahnung. Ist ja nur Spaß. Spaß muss sein, hat es aber geheißen. Alle Kinder bleiben an der Klippe stehen. Nur nicht Peter, der geht noch einen Meter. Ja, da gibt's auch Fälle. Alle Kinder sitzen im Panzer, außer Henriette, die hängt an der Kette oder irgendwie so ein Scheiß. Was hat eine Frau und ein Dachpap gemeinsam? Wenn es nicht gescheit nagelt, dann fliegt es zum Nachbarn. Oder dann liegt es beim Nachbarn. Foto oder es ist nie passiert, wer soll schafft, oh. Wer zahlt, schafft, oh. Herr Hartmann, wir erwarten ein Foto von dir auf dem Panzer während mit dem Handy in der Hand, wo mein Stream läuft. Vollbier Squad, auf Insta. Also nur mal. Ich hab vorher ein neues Foto auf meinem Insta-Fanpage hochgeladen, Vollbier Squad, mich da wahnsinnig freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut und ein bisschen... Ja, das ist was mit der Eigenwerbung, da wirst du jetzt wahrscheinlich keinen Stress kriegen mit meinen Moderatoren. Ich sag jetzt nichts dazu. Die Taliban, was mit den Taliban? Schau, das hab ich nicht mehr gelesen. Welche Berufsgruppe ist am meisten... Was ist am meisten? Die Maurer, sie verputzt das ganze Heisel. Das sind so cute Witze, da kann ich schon gar nicht mehr drüber lachen, weil es bei mir nur noch funktioniert. Je krasser, desto krasser. Keine Ahnung.
Was fällt mir noch ein? Also ich habe nur noch den unfassbar bösesten, der eigentlich überhaupt nicht geht, aber der unter Männern, unter der harten Männergruppe, die sich gut kennt, jeder schon, den kann ich im Video nicht verzeihen, das geht nicht. Also da hört der Spaß auf dann. Das ist das Krasse, das mir gerade in den Kopf eingefallen, geht so nicht. Sitzen. Kinder, wie ist der letzte Mal jetzt? Pass auf. Sitzen, weiß ich nicht, das bauen wir einfach ein wenig um. Sitzen zwei Nilpferde am Baum und stricken ein Plätzerl, kommt ein Schluck Tee vorbei. Sitzen zwei Scheißhafen an der Straßenecke und rauchen an Joint. Kommt der Durchfall vorbei und fragt der für Amal. Anführungszeichen. Song die Hafen, na, das ist ein RWOS für heute. Ich habe leider schon gelesen, bevor er vorgelesen worden ist, den habe ich aber auch schon lang kennt. Vergeht's Gott an der Stelle für deine 10,99 €. Jetzt hört's bitte schön auf, endlich mit die zweistelligen Beträge umeinander zum Schmeißen, weil sonst wie Fuchs halt. Habe ich schon wieder schlechtes Gewissen, wenn ich vorher von der Sommerpause, vor 2 Wochen, wo ich mal nicht da bin, als Schmerzen anfange. Kruzifix! Blacksville darf wieder schreiben, Folge wie es Squad auf, aber lass Eigenwerbung. Schau her, da kommt der Blackie und haut gleich einmal die Sperre, die Dingssperre raus. So. Der Engar TV schon wieder. Gänzel, Tobi! Wie in jedem Stream. Muskatnuss XD. Muskatnuss, Bitch! Ja, Gänzel, vergeht's gut. Hey, was ich mich frage ist, warum immer nur der Murloc kommt da? Hey, immer nur... Schöne Grias aus dem schönen Mühlviertel. Schöne Grüße aus dem Schöner Landau. Ich glaube, dass im Mühlviertel schöner ist wie in Landau. Vergeht's gut, Sepp. Und vergeht's gut natürlich an den Herrn Gänzel, Tobi. So, nicht Denzel. Der Denzel ist ein Bahner, das ist der Schwänzel Doschington. Danke! Mr. Uncle, grüße die Schweiz. Also ich glaube ja immer nur, dass du in der Schweiz sitzt, weil du immer mit Schweizer Franken kommst. Heißt das Schweizer Franken? Ich weiß nicht, aber mit der Schweizer Währung halt. Merci. Was hat der Pizza und Eltern gemeinsam, wenn sie schwarz ist, hast nichts zum Fressen. Den habe ich während dem Lesen gar nicht umrissen. Kruzifix, Alter. Der ist aber ganz schlecht, hab ich nicht kennen. Herr Stefan S. Das Foto gehört auf Discord gepostet. Also ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass der Herr Hartmann natürlich, wo soll das denn sonst posten? Wo soll er denn sonst posten? Du kannst mir es ja gern per Facebook schicken. Wurscht. Bürger im Urlaub in Landau. Weißt, dass vom Discord, ich habe mit dir drüber geredet, sitzen wir sie mal zusammen. Das wird schwierig. Das, wenn ich nämlich irgendwo mit irgendjemandem ausmache, dann kommen eine Quintrilliarde Leute und dann ist der Scheißdreck da. Dann sage ich für die Eigenwerbung, ich bin dumm und hab nicht drüber nachgedacht, sorry. Das hat keiner gesagt, du bist nicht dumm. Was soll ich jetzt da sagen dazu? Ist ja nichts passiert. Ja? Ist ja nichts passiert. Deswegen bist du nicht dumm. Ja? Kämen die Leute, die zum 34. Mal einer kämen und 34 Mal dasselbe schreiben und sich dann wundern, warum einer im Stream keiner zuschaut, die sind dumm. Wie zum Beispiel vorher einen Egner habe ich gelesen, der verlost 5 mal 20 €. Ja, genau. Da habe ich mir ein Lied geschrieben drüber, das heißt, ja, genau. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, folgendermaßen schaut's jetzt aus. Was ist ein Schwarzer in einem Loch? Negativ. 50.000, 20.000 für die Aschebahn, 30.000 für das Olympische Feuer. Das glaube ich, hat mit einem Witz zum Tun, der dann den ich auch nicht laut vorlesen darf. Da haben wir aber schon bei schwarze Witze sind. Ich hoffe, dass jetzt meine Mods nicht alle ausflippen. Jetzt ist gerade ihr öffentlich erlaubt, egal wie krass die Witze sind. Ja? Ist halt so. Das hilft sowieso nicht. Was mit einem schlicht und so. Ich bin mir alle nicht sicher, ob nur bei den Schwarzen der Arsch dunkel ist. Drin. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll, ohne dass es irgendwie seltsam wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie schaut's aus? Jetzt haben wir über 300 Leute. Es ist 2:45. Soll man mir mal einen Trachtman-Gewinner ziehen? Hä? Soll man mir das einmal machen? Ja, okay. So,
Ich werde das jetzt einmal schnell vorbereiten. Und damit da alles auch mit rechten Dingen zugeht, ja. Pass auf. Kann man auch jeder von Anfang an zuschauen. Dann machen wir jetzt so, und zwar, los geht's, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt wird der Trachtman verlost. Folgendermaßen, jetzt habt ihr 3 Minuten Zeit ungefähr, für die das nicht wissen. Wir haben letzten Sonntag ein Video gemacht. Geht um einen Trachtman, es geht um Folgendes. Es geht um diesen Comic, signiert von mir. Leider hat da der Chris nicht unterschrieben, aber der Chris hat da unterschrieben. Das ist ein Special Print mit dem Chris seiner Unterschrift da und mit meiner Unterschrift auf der rechten Seite, mit dem Trachtman und mit dem Massimo drauf. Und als kleines Mini-Zuckerl gibt es noch die Special-Karten da mit dazu. Und yo, plus das, was da jetzt dann gleich in dem Kommentar drin steht. Ich habe euch gesagt, bitte einen Kommentar unter dieses Video. Stammtisch 4, Trachtman Gewinnspiel. Hashtag Trachtman drunter kommentieren und dann einfach irgendwas, was ich dazu malen soll oder sonst irgendwas. Ich hoffe jetzt natürlich ganz furchtbar fest, dass derjenige, der es gewinnt, auch jetzt da herin sitzt. Ja, das war natürlich, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, weil es glaube ich über 800 Unique-Kommentare sind, die jetzt teilnehmen, oder 900 glaube ich sind es sogar. Das werden wir jetzt außerfinden. Ich mache das über folgende Seite, und zwar über den Comment-Picker. So, da habe ich keinerlei Einfluss drauf, wer das irgendwie gewinnt oder sonst irgendwas. Das macht alles dieses System. Mir kopieren wir die URL vom Video da rein und lassen wir das Ganze erst einmal filtern. Und dann sehen wir mir da herum, es ist zwar ein bisschen klar, aber es sind jetzt 600 Kommentare, 700, 800, 845 einzigartige Kommentare. Es hat auch ein paar Leute gegeben, die haben doppelt kommentiert vielleicht einmal. Das hilft euch nichts, das System erkennt das. Und ja, so, bevor ich das jetzt ziehe, sollte ich einen Kommentar ziehen, wo kein Hashtag Trachtman drin ist, ja, dann gewinnt der nicht, ich ziehe einen neuen Gewinner. Ja, ganz wichtig, ich habe ganz klar gesagt, Hashtag Trachtman und ein Gesetzel. Das ist einmal das Erste. So, und dann werde ich einfach da drunter unter deinen Kommentar kommentieren, werde mir ein Herzal geben und dann schreib mich bitte an, über Facebook, über YouTube, was weiß ich, über die Nachrichten, whatever, ich komme in den Discord-Channel, whatever. Dann gibst mir deine Adresse, natürlich im Diskreten, das ist aber eh klar, und dann schicke ich dir das höchstpersönlich zu. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie schaut's aus? Sollen wir auf Start drücken? Start! Können wir das ein bisschen größer machen? Tatsächlich, ein bisschen größer machen. Machen wir so. So. Sind wir soweit? Wir drücken auf Start. Es geht los, 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 es geht los. Und wer gewinnt's? Wer gewinnt's? Mr. Phonix HD mit dem Kommentar Hashtag Trachtman. Viel Spaß mit dem Heftel. I dat mir um an beide Muskatnuss geh frei. Herr Getzeltobi, am Beidel Muskatnuss. Den habe ich leider nicht mehr da liegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist leider Gottes jetzt unspektakulärer abgelaufen, wie man das vielleicht vermutet hätte. Aber Herr Phonix HD, ist der da? Das war jetzt natürlich toll. Ist er im Stream? Hallo? Hallo? Ich schalte mir jetzt mal wieder groß. Herr Phonix HD! Also es rührt sich nix. Schade. Ja gut, hilft nicht. Herr Phonix HD. Jetzt machen wir mir mal folgendes. Ja? Kopieren wir jetzt einmal deinen Namen da aus. Zack, die Bohne. So. Falls ihr euch wundert, was ich jetzt gerade tue. Ich gehe jetzt da kurz durch mein Servus, Dashboard. Bilder, Hashtag Vollbiers, Herr Mertl. Hashtag Muskatnuss. Nome merci, Nome merci, Nome merci, Nome servus. So, jetzt pass auf, wir haben da ja ein ziemlich Engagement. Community. Ich suche jetzt gerade seinen Kommentar. Haben schon gefunden, vor 5 Tagen, Hashtag Trachtman, viel Spaß mit dem Heftal. Antworten, herzlichen Glückwunsch. Alter, du hast das Ding gewonnen, bitte. Juan Chef, die du Moi bei kriegst mir. nur was, wenn du mein NOM richtig aussprichst. Du Jaron! kriegst aus Maskat, du Sinti und Roma Schnitzel. Was? Wer der Roma Schnitzel? Jauron!
Joran, keine Ahnung. Wie soll ich nicht wissen? Was, du führst mich doch bloß auf eine versteckte Fährte. Wahrscheinlich spricht man deinen Namen ganz normal aus. Ganz normal so Jauron. Wahrscheinlich. Auf alle Fälle, Mr. Phoenix HD mit einem Phoenix als Bild hat das Ding gewonnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Folgende kleine Regelung. Eine Woche lang hast du Zeit, dass du bei mir rührst. Wenn nicht, dann gehe ich nächsten Freitag nochmal schnell 10 Minuten online und zirk jemand neuen. Das ist einmal das Allerwichtigste. Bitte rier dich mal bei mir so schnell wie es kannst. So, Herzl. Phoenix HD. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt müssen wir natürlich draufgageln. So. Also ein bisschen ein Batzel Dreck drauf, das ist mir aber jetzt nicht wurscht. So, jetzt pass auf. Machen wir so. Was tun wir da? Wo schreiben wir das hin? Schreibe da aufs Heftel drauf, nicht auf das eine Ding. Jetzt pass auf, wie schreibt er? Viel Spaß mit dem Heftel. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen schief und ein bisschen dergagelt, aber ich glaube, das wird ihm wurscht sein. Herr Phoenix HD, viel Spaß damit. Rier dich bitte bei mir, das war super toll. Ich brauche deine Adresse, ich muss ja wissen, wo ich sie irgendwo hinschicken muss. Und jawohl. Tja, dann hätten wir das auch. Das erste Gewinnspiel, das ich jemals gemacht habe. Ist sehr gut gelaufen. Herr Hartmann VRZOIKOANE Grampf Bürger die Musi ist top. Die Musi, erst einmal vergeht's genannt, Domi jetzt schon zum 5. Mal hintereinander, die Musi ist top. Ich hoffe, die ist jetzt laut, ich hoffe, man hört mich einigermaßen, aber meine Soundbank da zeigt so. Vergeht's gut, Domi. So, Bürger, ich hätte das gemacht, wenn ihr sie rührt, weil wenn's nur mal ziehen muss, steht ein sauberer Schmarrn drauf. Tja, King Cobra, da hast du recht. Ja, ich hab ja noch eins, was ist? Hab ich noch eins. Mein eigenes hab ich noch. Ja gut, dann kriegst du halt wenn jetzt derjenige, wenn sie dir nicht rührt, dann kriegt er meine persönliche Ausgabe. Dann hab ich gar keins mehr. Doch, ich hab schon noch eins. Also ich hab 2 für mich persönliche Ausgaben, hab ich noch. Naja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie geht's euch? Es ist einfach so scheiß heiß, dass ich gleich einen Vogel krieg. Das ist ein Wahnsinn. Geht's jetzt mit die schwarzen Witze weiter? Ja bitte, keine Ahnung. Wie viele amerikanische Polizisten braucht man, um Glühbirne zu wechseln? 5, einer wechselt und die anderen 4 hauen Decken zusammen, weil es schwarz sind. Ja. Also der Amerikaner... Holy shit. Der Amerikaner hat schon ein gewaltiges Problem mit den Schwarzen. Das ist eigentlich schon ziemlich interessant zum Singen. Der Gehsteigpanzer. Ich bin nicht rassistisch, die meisten von meinen besten Sklaven sind... Birger 2, bist du das im Epilog 2? Jetzt muss ich ganz kurz schauen, was der Epilog 2 ist. Ja. Schön erkannt. Ich selber hab's nämlich nicht erkannt. Wer hat das geschrieben? Jetzt pass auf, wir waren das, glaube ich. Der Chris H. Birger, bist du das im Epilog 2? Schön erkannt. Es gibt aber noch ein zweites Easter Egg im Comic drin. Es gibt noch einen zweiten. Ich weiß nicht, wer den auch entdeckt hat. Das könnt ihr ja mal im Discord schreiben. So, kauft niemals Doppelarbeit-Batterien, die sind scheiße. Was? Warum? Ja, freilich bin ich da sauber im Zug. Nessie ist da. Hauptsache Nessie ist da. Wo ist eigentlich Frau Gewalt? Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ach, die ist ja wieder irgendwo im Urlaub beim Umeinandergurken. Fix, Mari. So, jetzt müssen wir erstmal umeinander dampfen. Wer ist der Gewinner? Der Gewinner ist, nochmal, der Phoenix HD.
Habe ich ihm auch schon unten drunter kommentiert, habe ihn benachrichtigt, hat er Herzl gekriegt für seinen Kommentar. Er soll sich bitte bei mir melden. Phoenix HD hat die Trachtman-Ausgabe gewonnen. Und wenn es innerhalb von einer Woche nicht rührt, dann gehe ich trotz Mini-Sommerpause nächsten Freitag einmal kurz online, ziehe einen neuen Gewinner und dann muss ich halt was Neues aufs Heftel draufschreiben, dann hilft es auch nicht. Na, die ist doch schon wieder da, oder? Ich weiß nicht, ob die Frau Gewalt schon wieder da ist. Doch, ich glaube schon, die war irgendwann einmal im Discord. Aber das kann sie ja in die Staaten hinten auch mal. Sie kann ja in die Staaten hinten auch auf Discord kommen. Ja, warum haben die alle so, weil sie beim Anspielen mit den Händen an der Wand angelangt haben? Der Arinator Everygator ist voll lustig, du kleiner Preis. Tut mir leid, da muss ich kotzen vor lauter Behinderung. Was ist schwarz und riecht deine Steckdosen? Der Mechatroniker. Aber der Mechatroniker riecht ja nicht normalerweise Maschinen oder so. Aber ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Der Mechatroniker. Ja, ist ein guter Witz. Ist ein guter Witz. Warum können so schauspielen? Warum können zwar noch. Ich muss jetzt aber schwarze und in Nasenbohrer rumnehmen, weil sonst kriegen wir wahrscheinlich wirklich nur einen Stress mit dem Stream. Warum können zwar Nasenbohrer kein Schach spielen? Weil weiß beginnt. Nasenbohrer sind was schlecht was hat zwei Beine und blutet stark? Eine halbe Katz. What the fuck? Okay, Wurst. Wir nehmen mal eine Mischung zwischen Nasenbohrer und das. Da mag ich fast behaupten, irgendjemand hat mir den habe ich mal in einem Channel habe ich den einmal erzählt. Und zwar, was passiert, wenn man einen Nasenbohrer und einen Oktopus kreuzt? Keine Ahnung, er wirft Sprite um. Keine Ahnung, aber ich glaube, es kann ziemlich schnell Baumwolle pflücken. Schau mal schnell. Was? Es ist wohl mehr der Elektroniker. Ja. Was ist schwarz und hat 8 Arme? Keine Ahnung, bestimmt gut Baumwolle pflücken. Ja. Was ist... bei denen bin ich mir nicht, die mag ich nicht laut vorlesen, aber er hat mich zum Lachen gebracht. Was ist eine Schlägerei im... naja, man sagt, das ist eine Fachkraft für Baumwolllogistik. Oh Gott, wahrscheinlich geht der Stream jetzt viral und ich bin wahrscheinlich die größte Rassisten-Drecksau, die umeinander rennt. Meinen Leid, aber mein Gott, dann hilft's auch nicht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der meine Haxen weh. Das ist alles, was ich weiß. Ich sag's euch, wie es ist, ich freue mich dermaßen auf diese 2 Wochen nichts tun. Ich hab seit einem halben Jahr nur noch YouTube in der Fresse. Nur noch YouTube im Kopf, es geht nur noch darum und Arbeit natürlich und das war's dann. Ich bin echt einmal froh, mal 2 Wochen nichts. Nicht irgendwie drüber nachdenken, hey, was machen wir als nächstes für ein Video, wann ist der nächste Stream am Freitag, jetzt ist auch mal eine Ruhe. Also es gibt, ganz kurz, nächsten Freitag und übernächsten Freitag, die nächsten 2 Wochen gibt es keinen Livestream. Wenn, dann sowieso bloß irgendwann mitten in der Nacht, wenn ich Lust drauf habe, wenn mir wirklich langweilig sein sollte. Das verzeihe ich jetzt auch bloß im Stream, wo der harte Kern zuschaut, weil wenn ich wieder ein Video drüber mache, dann ist es auch wieder irgendwie scheiße so, ich gehe 2 Wochen in Urlaub und dann kommt nächste Woche doch ein Video, weil mir langweilig war ja letzten Urlaub genauso oder Sommerurlaub genauso. Selbiges wird uns übrigens auch im August einmal noch mal blühen, da bin ich auch noch mal 2 Wochen weg, habe gemeinsam Urlaub mit der Freundin und dann versuche ich mal so viel Abstand wie möglich von diesen Scheißkasten da zum haben, weil ich so viel Zeit davor verbringe, dass ganz aus ist. Also wenn das irgendjemand wüsste, wie viel Zeit dass ich vor dem Rechner verbringe, der darf auch sagen, was bist denn du für ein Depp. Naja, so Humor ist wie Wasser, hat nicht jeder. Ja. Ja, es hilft halt nicht. Das ist halt einmal so. Keine Ahnung, schwarzer Humor, schwarzer Humor. Wie der Herr Serdar so Mundschuh schon sagt, weißt, wie beleidigt man so eine, nehmen wir es jetzt mal eine Randgruppe, reden wir mal über Behinderte, reden wir über keine Ahnung, was so als Randgruppe bezeichnet wird. Was ist denn schlimmer? Die weg zum Ignorieren oder wer sagt eigentlich, dass man da keine Witze drüber machen darf? Ja, wenn es um Sterben geht und was weiß ich was, dann wird es echt grenzwertig. Aber sonst, mein Gott, ne. Sollst uns doch dann, was weiß ich, also keine Ahnung.
Wer macht denn heutzutage noch Witze drüber? Wer macht? Was weißt du, bis du dem zweiten Weg? Ich darf das nicht laut vorlesen, Leute. Ich lese jeden einzelnen Witz da und innerlich muss ich schmunzeln, Level 9000. Aber es geht einfach nicht anders. Du nimmst deinen Fuß. Was? Wie rätst ein Nasenbohrer vom Ertrinken? Du nimmst deinen Fuß vom. Ja, jetzt glaube ich, darf man mal wieder langsam machen, bitte, mit den Witzen, weil lang haben wir den Stream wahrscheinlich nicht mehr. Aber gut, es gibt einen Edeka, der Bürger heißt. Wie hat man das geschrieben? Ich habe die Nachricht auf Facebook schon gelesen, aber ich habe noch nicht drauf geantwortet. Ich habe schon gesehen, es gibt einen Edeka irgendwo, der heißt Edeka Markt Bürger. Habe ich schauen müssen. Werde ich vielleicht einmal irgendwann auf Facebook posten. Wenn ich das darf natürlich, da frage ich aber meistens immer davor. Wenn ich das tue. Um Himmels Willen, wer macht denn sowas? Felix Baumgartner, der zweite Österreicher, der Gas zum Aufstieg hergenommen hat. Oh Mann, Alter. Ober vom Gas, 30er Zone. Hans, hol den Panzer. Flammenwerfer. Das ist ein Flammenwerfer. Ich werf's Flammen. Alter, dieser Witz, der Witz. Das ist ein Flammenwerfer. Ich werf's Flammen. Der hat mir Tränen gekostet, wie wir den das erste Mal gelesen haben. Wir haben, glaube ich, den die ganze Nacht durchgezogen. Du kannst mit jedem Scheiß machen, keine Ahnung. This is a Tracht, man. It means Tracht. So behindert, dass es ganz furchtbar aus ist. Es ist so heiß da herin. Ich sag's euch ganz ehrlich. Es ist mir einfach zu heiß da herin. Ich weiß nicht, was das soll. Keine Ahnung. Wie Altmänner-Sauna. So riech ich. Das ist, es wird dann grenzwertig, wenn man sich selber riecht. Wahnsinn. Brrr. So, ich sag's euch ja ganz ehrlich, der heutige Stream wird nicht so lange laufen, wie das normalerweise der Fall ist. Also werden wir jetzt wieder umeinander weinen, ich komme ja wieder. Ja, ich komme ja wieder. Und als kleiner Spoiler, ich gebe es ja zu, so ganz ohne YouTube und drüber nachdenken, geht ja auch nicht. Ich überlege, ob ich ein WM-Special mache. Ja? Bevor wir anderen wieder zuvorkommen und es heißt, ich mache irgendjemandem irgendwas nach. Ich überlege über ein WM-Special und das wird entweder saulustig oder saubehinderter Scheißdreck. Beides ist okay. Naja. Besteht da Interesse eigentlich an der WM? Das würde mich mal generell interessieren. Hat irgendjemand Interesse an der WM? Eigentlich alle, oder? Gibt es irgendjemanden, wo der wirklich sagt, bin heiß auf die WM. Da, der mir schreibt schon mal heiß, was ist der Unterschied zwischen... Ja, logisch, WM ist ein Scheiß, schreibt einer. WM ist mir wurscht, WM-Special auf jeden Fall. Das ist ein Panzerschreck, jetzt schreckst Panzer. Das ist genau mein Humor hat genau zwei Seiten. Er ist entweder absolut behindert oder ist wirklich so finster wie das da herin. Ja. Ich mag keinen Fußball, Halle, also da haben die Meinungen gingen sehr auseinander. Okay. Bilder Teufelsgroßhaut Typ 1 bis 2 Teufelsgroßhaut Typ 1 bis 2 Teufelsgroßhaut Typ 1 bis 2. Der Neva voll vergeht's Gott für deine 4,50 € und was auch immer. Hauttyp 1 Pommesgabel oder was hat er gesagt? Teufelshörner, ich weiß nicht. Merci dir. Jeder kriegt das Thema irgendwie mit. Und ich versuche das natürlich in so viel Blödsinn zu verpacken. Und vielleicht gibt's mal wieder der alten Zeiten willen, wir sollen sagen, eine Hommage an die alten Zeiten, ein paar Synchros. Schauen wir mal. Begleitend zum Thema WM. Schauen wir mal. Ja? Ich hätte Bock drauf, ja. Wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich es. Wenn ich es nicht zusammenbringe, zeitlich oder wie auch immer, dann mache ich es natürlich nicht. Und schauen wir mal. Probieren wir es einfach einmal aus. Aber versprechen mache ich jetzt noch nichts. Schauen wir mal. Ich glaube, dass die WM jeder irgendwie mitkriegt und
wenn das wurscht ist, oder wenn das WM wurscht ist und so weiter, dann kommen wir vielleicht über das Aloha, was ich vor. Schauen wir mal. Machen wir es zur WM. Ich hoffe, dass der erste FC Köln. Ja, ich glaube, dass Basting gewinnt. Die Panzerfaust aus Panzerfaust, weil sie durch den Panzer saust. Muss gehen, Servus an alle, schönen Freitag noch. Herr Juicy Clash. Der Bordelgraumer. Das ist ein Mähdrescher, it dresches Mäh. Genau das meine ich. Das ist ein Mähdrescher, ich dresch's Mäh. Das ist das dieser Witz ist so geil. Dieser Witz ist so gut. Oh, lecker, da krieg ich instant Kopf vor lauter Grinsen im Schild. Das ist ein Mähdrescher, ich dresch's Mäh. Wer auf das gekommen ist, der kriegt von mir einen persönlichen Friedensnobelpreis. Brutal. Oh, lecker. Das ist ein Faxgerät. It Faxgeräte. Oh Gott, bitte mehr davon. Oh, das ist ein Fußball. It Balls Fuß. Ja, du kannst das Beutel würfeln. Ja, der Herr Bellen, das freut mich natürlich, aber das schreibe ich dir trotzdem mal, weil bis dahin habe ich das sowieso vergessen. Ich muss ja auch deinen Namen dazu schreiben. Also, muss ich nicht, aber das mag ich. Das ist der Panzerfaust, it's Fausts Panzers. Ja, und vor allem diese geile, sinnlose Pluralform von dem letzten Wort. Panzers. It Fausts Panzers. Das ist ein Mähdrescher, it dresch's Mäs. Egal. Wie jung deine Freunde sind, Jesus' Freunde waren jünger. Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. Das ist ein Krankenwagen, it wags Kranken. Das ist ein Schnackselottel, it schnackselt Lottels. Wenn das nicht noch am T-Shirt schreit, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Das ist ein Schnackselottel. It schnackselt Lottels. Ich bin gewillt, da draus ein T-Shirt zu machen. Alter, bist du behindert. Ich muss schon wieder warnen. Oh. Das ist ein Salafist. It fists Salats. Das ist ein Schlachtschiff, it Schlachtschiffe. Das ist ein Vollbier-Squad, it Squads Vollbier. Das ist so eine Dünnschiss-Scheiße. Ich krieg einen Vogel mit. It's a Almdudler, it doodles Alm. Ich schwöre bei Gott, ich gleich. Oh, das ist eine Steckdose, nicht Stecksdosen. Ja, leck jetzt bitte auf, weil es mein Schelz reißt vor lauter. Hör sofort auf damit. Es ist ein Saupreis, it Preis Saus. Das ist ein Keyboard, it Boards Keys. Das ist so eine Scheiße. Oh, das ist nicht förderlich zu der Hitzerin. Oh. Ich muss kurz Luft holen. Oh, leck, das ist ein Almdudler, it doodles Alm. Oh. Bist du deppert? Oh. Das ist eine Müllabfuhr. It Abführs Mülls. Jetzt hört auf! Das ist It Abführs Müll. Das ist ein Mineralwasser. Es wassert Mineral. Was soll denn der Scheiß? Oh Gott, was haben wir da wieder? Ich kriege einen Vogel.
Ah. Das hat zwar nichts damit zu tun, aber der amüsiert mich auch immer wieder, wer den anderen eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät. Ah. Alec, oder mir rinnt Sauce aus allen, ich sage jetzt nicht Körperöffnungen, aber es ist so. Ah. Oh. Das ist ein Afroamerikaner, it Afros Amerikaner. Das ist ein Jägermeister, it Meisters Jäger. Das ist so geil. Dieser Dünnschiss. Das ist ein Leberkäse, it Käse Lebers. Jetzt, ich kriege einen Vogel mit. Ah. Was ist das? Ohrkatzel? Das ist Schwarzsuchkatzel. Alle anderen nur eine Schröder, der ist kühler. Wir haben eine Grube nicht mit Steinen werfen. Das ist ein Arschwasser, was das Arsch ist. Ja, so geht's mir gerade. Das ist ein Flammenwerfer, ich werf's Flammen. Das ist der Ursprung dieses Witzes, wo ich das erste Mal schaue. Wir haben wir das wirklich, ich glaube damals auch, wenn wir das erste Mal diesen Witz gesehen haben, ich hab Rotz und Wasser gelacht, weil es so dumm ist, dass es ganz aus ist. Der Blockbuster schreibt, sagt ein Drittklässler zu seiner Mutter, ich habe den größten Penis in der Klasse. Liegt das daran, dass ich schwarz bin? Nein, es liegt daran, dass du 19 bist. Das ist ein Bierflaschen. It Flaschens Bier. Das ist ein Gatling Gun, it Guns Gatlings. Mein Gott, Herz halt auf, weil ich nicht mehr fertig bin. Aber der Müllsack war ganz stark. Nicht der Müllsack, der Scheiße, was war's? Der Müllabfuhr. Das ist eine Müllabfuhr. It Abführs Mülls. Ja, grüezi, Fixer, da bist du behindert. Oh, leck mir mal schön. Kinder mit euch zwei schwitzen aus alle Leher und mit alle Leher meine alle Leher. Alle. Das ist ein Bockfutzen, ein Apache. Der Apache ist Bockfutzen. Das ist ein Glühbirn. Das ist ein Glühbirn, it Birns Glüh. Das ist ein Glühbirn, it Birns Glüh. Das ist auch sehr weit oben wie mit der Müllabfuhr. Wir braucht dann Was? Wer anderen eine Grube gräbt, braucht ab 27 Kubikmeter eine tiefgründig Baugenehmigung. Das ist ein YouTube. It tubes you. Oh, das ist ein Gebirgsflugzeug, hat mir gedacht, it Flugzeugs vom Gebirge. Wer kann denn was? Das kann kein Mensch lesen. Oh. Oh. Das ist ein Kurfladen. It Flans Kur. Das ist ein Kurfladen. It Fladens Kur. Lecker, du behindert. Oh Gott, leck, was bist du behindert? Ich kriege einen Vogel. Oh. Das ist ein Kurflohn. It Flons Kurs. Das waren bis jetzt die 3 besten. Ich kann es schon gar nicht mehr nachvollziehen, weil es nicht mehr aussieht. Müllabfuhr, it Abfülls Mülls. Abführs Mülls, so. Das ist ein Kurflohn, it Flons Kurs. Und was war das andere noch? Ist ein Glühbirn, it Glühs Birn. It Birns Glüh. Alec.
Das haut so nicht hin. Ich muss mir jetzt dann sowas von einer Viertelstunde lang eiskalt duschen gehen, weil ich schwitze, wenn ich Drecksau und aus alle Lehern schwitze. Und ich wiederhole, mit alle Lehern meine alle Lehern. Alter. Alter, bist du behindert. Mr. Max! Habe sie Ehre miteinander, bin auch mal kurz während dem Schuften da. Schönes Wochenende euch allen und nicht vergessen Raute Tinder für Michi, #geilstes Wetter. Mr. Max, merci dir. Ich komm grad nicht. Aber jetzt bitte auf mit die Zähne umeinander zu schmeißen, weil es einfach zu krass ist. Es ist einfach zu krass. Schon wieder. Weil heute ist schon wieder zu krass. Das ist ein Gasmaß, it gastes Massen. Das ist ein Pitbull, it pulls Pits. Leck, es ist aber gut. Es ist gut. Es ist gut. Es muss lange jetzt. Ich kann nicht mehr. Das ist ein Fernseher, jetzt seht's fern. Was ist denn los mit dir? Mr. Max! Da muss ich zu Mr. Max an dieser Stelle sagen, Mr. Max 510! Merci für deinen Resub! Für deine erneute VIP. Du warst doch schon VIP. Hast du es quasi gekündigt und wieder resubbt. Dann sage ich merci dir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte, auch wenn er schon eine Zeit dabei ist, ein herzliches Habe die Ehre, Herr Max, in den Chat bitte. Lasst den Chat explodieren für den Mr. Max. Und von mir gleich ein dreifaches Merci. Die wird schon wieder sauber zu viel mit dem Geld umeinander geworfen. Bist du deppert, bist du deppert, bist du deppert. Bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen beim Vollbier-Squad. Weiterhin, was es selber ist. Bitte einmal habe die Ehre, Mr. Max in den Chat einhauen. Dankeschön. So, ich gehe jetzt mal schwerstens davon aus, dass jetzt gleich wieder die Frage kommt, wie wird man VIP, wie wird man VIP? Ist jetzt Ruhe mit dir? Ne vergessen, das Konto aufzuladen. Damit ich weiter euer geiles Mod-Team unterstützen darf. Merci dir. Mann. Stop it. Das ist ein Weltall, it alls Welten. Ruhe jetzt mit den Scheißwitze, ernsthaft. Und nochmal ein dreifaches Merci an Mr. Max natürlich. So, weil jetzt wieder die Frage 100 Mal wahrscheinlich kommt, wie wird man VIP? VIP wirst du am PC, überm Chat, ist ein kleiner grüner Knopf da. Hoppala, hat's mal Koppel rausgehauen. War unabsichtlich, vielleicht aber auch nicht. Da drückst du drauf, dann kostet es 5 Euro im Monat, solange bis du das kündigst. Davon gingen ungefähr 3 Euro an mich, den Rest sackelt sie leider Gottes YouTube ein. Ist aber überall so. Das ist dasselbe Prinzip, das die meisten von Twitch kennen. So, die meisten von euch schauen aber am Handy zu. Und mit der normalen YouTube-App funktioniert das nicht. Das funktioniert nur mit der YouTube-Gaming-App. Da kannst du dann Drucker, Unterstützer werden, kostet 5 Euro, dann kriegst du ein paar Special-Emojis für den Chat zur Verfügung gestellt. Mr. Gentleman! This is a Weißwurst, it wurst's weiß. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Urlaub werde ich über eine T-Shirt-Serie nachdenken, weil das ist eine Weißwurst, it wurst's weiß, ist wohl wirklich das, leider Gottes habe ich mir jetzt schon abgelacht, aber... Habe die Ehre, Mr. Max 510. Dame, merci dir. Und habe die Ehre, Max. Da muss ich wirklich drüber nachdenken, da eine T-Shirt-Serie mit 3, 4, 5 T-Shirts zu machen, weil es wirklich... Ich hab mir jetzt leider Gottes schon abgelacht, aber ich glaube vor 10 Minuten hätte es mich bei der, das ist eine Weißwurst, it wurst's weiß, hätte es mich wahrscheinlich zerrissen. Leck. Das Paulinchen! War lecker, habe ich das Paulinchen schon lange nicht mehr gesehen. Ebenfalls jemand aus der ersten Stunde, da wo wir noch ganz wenig Leute waren, nur auf Twitch zu 5 oder so. Wo übrigens auch der Blackswirl herkommt. Deswegen ist das Paulinchen auch immer noch Moderator, sehe ich gerade. Also seid mal brav, weil wenn das Paulinchen mit Schäberkein ausholt, dann gibt's saubere Umdrehung. Der Herr Feichtenbeiner schreibt, wo soll denn das in der YouTube Gaming App gehen, weil wir gerade beim VIP werden waren? Das ist eine gute Frage, da ich mich selber ja nicht VIPen kann und nicht nachschauen kann, weiß ich das nicht, wo das bei der
bei der YouTube Gaming App funktioniert. Aber da müsste jetzt irgendwo ein kleiner Knopf geben, der ist wahrscheinlich auch grün mit einem Dollarzeichen drin oder so. Wenn du in den Chat eindruckst, glaube ich. Vielleicht kann uns das der Villa oder der Max so beantworten, wo dieser neben dem Abonnieren-Button schreibt der Jonas. Da ist dieser Knopf für VIP werden. Dieses VIP-Werden hat tatsächlich auch noch eine kleine Besonderheit. Also erst einmal, ihr kriegt für den YouTube-Chat ein Emojis zur Verfügung gestellt und je mehr VIPs das ihr werdet, desto mehr so Emojis kann ich zur Verfügung stellen. Das ist für mich quasi so der kleine Ansporn, das auch zu machen. Ihr habt das, ihr könnt es auch in anderen Chats dann verwenden, soweit ich das weiß, sofern der andere YouTuber das erlaubt. Und was ganz cool ist, ich hoffe, ihr habt allesamt dieses Discord-Video gesehen. Ich habe jetzt mittlerweile einen eigenen Discord-Server. Da darf natürlich jederzeit gerne jeder draufschauen. Und wenn du deinen Discord-Account mit deinem YouTube-Account verknüpfst, dann erkennt mein Server automatisch, dass du VIP bist oder halt eben nicht. Und kriegst dann quasi einen Special-Raum zur Verfügung gestellt, in dem ich auch nicht öfter bin wie in dem anderen. Aber ihr habt dann einen eigenen Bereich, du wirst automatisch gekennzeichnet und so weiter. Und ist, glaube ich, auch eine kleine Besonderheit. Ohne da jetzt irgendwie zu große Hälften zwischen VIP und Nicht-VIP zu schaffen. Wir haben alle eine riesengroße Community und es wird nicht irgendwie irgendjemand bevorzugt oder sonst irgendwas. Auch nicht, wenn er mal, was weiß ich, eine Quintrilliarde auf den Tisch legt. Wenn das passiert, dann ist mir sowieso ist wurscht, dann hau ich einfach ab. So. So. Leute, der Gewinner ist schon gezogen und benachrichtigt worden. Ja, ist schon so. Es war der Herr Phoenix HD, der gewonnen hat. Und ich hoffe, dass er sich meldet bei mir, damit ich ihm das Ding zuschicken kann. Und da darf ich mich natürlich auch riesig über ein Battle freuen. Natürlich, ja, das war natürlich cool. Aber das schreibe ich dann noch. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie schaut's aus? Also, No hat er nicht geantwortet. Naja, er wird sich schon rühren, ja? Wenn nicht, nochmal, dass das nicht heißt, das ist auch keiner gesagt oder sonst was. Nächste Woche, wenn ich bis dahin nicht gekriegt habe, komme ich nächsten Freitag, obwohl kein Stream geplant ist, die nächsten 2 Wochen. 2 Wochen ist jetzt Sommerpause. Keine Videos, kein Stream, einfach mal nichts tun. Arschlecken lassen. Schaut dir einen Stream kurz ein und sagen wir neuer Gewinner. Okay? Tipptopp. So. This is John Cena. It's Cena's John. das ist ja das Geile, das kannst du mit jedem Scheiß machen. This is a Pädophiler, it feels pedos. Oh Mann. Christina schreibt, hätte ich fast einen Stream verpasst, dann habe ich dir. Ja, das ist eigentlich gleich das nächste. Wir haben ja schon wieder 1,5 Stunden online. Warum vergeht denn Zeit eigentlich heute so schnell? Ich wollte eigentlich, so lange wollte ich, um ehrlich zu sein, eigentlich gar nicht da sein heute. Ich habe nämlich schon Urlaub. Und ich glaube, dass die Frau nämlich auch schon gerade heimgekommen ist. Der Hund hat nämlich vorher beit. Und ich gehe jetzt spazieren. Ich hau mir jetzt 15 halbe ins Gesicht und Flaschen Captain Morgan. Und in Wochen sind wir zurück. Ich überlege auf alle Fälle über diese Blödsinns-T-Shirt-Serie. Da werden wir uns beim nächsten Stream nochmal unterhalten. Das werde ich nicht vergessen. Weil ganz ehrlich, das ist eine Weißwurst. It wurscht's weiß. Ist so dumm, dass es ganz aus ist. Aber diese T-Shirts macht man wie immer miteinander im Stream dann. Das ist eh klar. Und ja, keine Ahnung. Also ich wollte spätestens nach 1,5 Stunden wollte ich fertig sein. Hauen wir doch noch 5 Fragerunde ein. Hä? Haben wir noch 5 Minuten Fragerunde ein? Stellt 2 Fragen, wo es lustig seid. Was schon immer mal wissen wollt. Bitte außer wo ich herkomme und was mein Lieblingsbier ist. Das soll jetzt aber auch mittlerweile alle wissen. Naja, aber der Schnacksalotl geht auf mein Konto. Da geht alles auf euer Konto. Da geht alles immer auf alle Kontos. Weil alle ohne, wenn wir nicht alle miteinander da sitzen, dann das nie so zustande kommen. Nie. Das ist der Schnacksalotl. It's Schnacksalotls. Das ist ein Glühbier, nicht Bier ins Glüh. Gut, das passt jetzt nicht in meinen Kanal und nicht zu meinen T-Shirts dazu, aber weiß, also das ist eine Weißwurst, it wurst's weiß. Naja, schauen wir mal. Magst du Gorsmaß? So viele Leute meinen, das leidige Thema Gorsmaß. So viele Leute meinen, aber ich mag kein Gorsmaß. Ganz im Gegenteil, ich mag ein Gorsmaß. Aber ich schaue mir auch nicht dazu zum Sagen dann, wenn ihr Gorsmaß mag, dann hast du auch einen Radler zum Mengen, weil sie diese Getränke genau um 3% oder so unterscheiden. Das ist alles. So, und deswegen trinke ich gerne ein Gorsmaß, ich trinke aber auch gerne ein Radler. Es ist bloß die Frage, tue ich es tatsächlich oder saufe ich doch bloß halben?
Das muss ja jeder selber wissen. Wo kommst du her und was ist dein Lieblingslied? Also ich komme aus Landau, das kann man ja auch einmal sagen. Das ist in der Nähe von Dingolfing-Straubing, irgendwo da dazwischen. Und was ist mein Lieblingslied? Momentan ist mein Lieblingslied von Materia zum König geboren. Das kann ich jetzt nicht rein, aber sonst sperren sie mal mein YouTube-Video wieder. Was ist eh? Was haben wir noch? Wie ich heiß? Birger. Klingt komisch, ist aber halt mein Name. Magst du einmal Alpakas Lamas kaufen? Ja, ganz ehrlich, meine Freundin sagt das ab und zu. Sie mir halt gerne Alpakas und Lamas und so einen Scheiß kaufen. Ich weiß eigentlich gesagt selber nicht so recht, warum. Der Apostel fragt mich, bist du Bayern-Fan? Nein. This is a Birger Lex, it Lexes Birgers. Ich bin wahnsinnig. Kommst du noch in Discord? Ich mag wegen Urlaub noch reden mit dir. Weiß ich nicht, ob ich es nachher noch in Discord schaffe. Eventuell ja. Wenn ich jetzt aber vom Stream weggehe, dann muss ich fort. Bin dann auch nicht mehr am PC da. Ich hab gewonnen. Danke, Birger, für alles. Was, der Angelo Tischler? Du bist nicht der Phoenix. Das ist ein Depreziner, Trezinas Deppen. Ist auch gut. Wo war man? Was Bier nicht Lied? Achso, ja, dann mag ich die Frage nicht. Was ist mein Lieblingsbier? Der August. So, jetzt haben wir das beantwortet. Weiter geht's. Signierst du mir ein Beidel Muskatnuss? Und was ist dein Lieblingsschauspiel und Metalband? Also, wenn wir uns mal irgendwo treffen, auf Fan-Treffen und so weiter, was sehr wahrscheinlich stattfinden wird, signiere ich euch alles, was mir bringt. Das ist mir scheißegal, um wenn's eine Weißwurst ist. Und was ist dein Lieblingsschauspieler und Metalband? Also, mein Lieblingsschauspieler ist momentan, wie heißt denn? Der Chris Pratt. Das ist der Hauptdarsteller in Guardians of the Galaxy, Jurassic World, Lalilu. Da die übrigens meiner Meinung nach, wenn jemals wieder Indiana Jones kommt, mag ich zum Herrn Spielberg sagen, nimm gefälligst den Chris Pratt als Indiana Jones und niemand anderen, okay? Und mein Was war das andere? Mein Lieblingsschauspieler und mein Lieblings-Metalband. Ja, Metalband, diese Metalband habe ich gar kein Lieblings. Aber mein rockige Alternative Rock Metal Band ist, glaub nach wie vor Alter Bridge. Was lange Zeit nicht, habe ich ziemlich lang weggepackt. Und Chevelle. Alter Bridge und Chevelle, das sind so Sachen, die kann ich mir immer anhören. Immer. Forever and ever. Die besten Bands, die umeinander rennen. Was ist mein Lieblingsspiel? Schwierig. Das beste Spiel aller Zeiten ist Somebody Touch My Spaghetti. Nein, natürlich nicht. Das beste Spiel aller Zeiten ist folgendes. Moment, ich drehe mal meine Kamera um. Kannst du das sehen? Sagt man das? Ja, so wirklich noch nie so richtig im Stream erzeugt. Der Witcher hat mich sehr geflasht. Ich bin ein sehr großer World of Warcraft und allgemein Warcraft-Universum-Fan. Das beste Spiel aller Zeiten ist für mich ganz früher Secret of Mana. Man kann es nicht gescheit lesen. Warte mal. Secret of Mana und selbstverständlich Zelda Ocarina of Time. So. Falls irgendjemand fragt, was war denn das, Alter? Wo hast du die Poster her? Die habe ich mir selbst gemacht. So. Ist das Panda-Kostüm aus WASD-Video eigentlich der sexuelle Belästigungspanda? Das hast du sehr schön erkannt. Ja, ist. Das ist Oktoberfest, it Fest Oktober. Das ist ein Flugzeug, jetzt Zeugsflüge. Ja, wie lang sind meine Zotten? Also aufmachen tue ich es sowieso nicht. Die gehen ungefähr bis daher. So. Bis zu meinen männlichen Titten. So ungefähr. Bis daher gingen meine Haare, wenn ich es aufmache. Mach mal einen Zockstream. Kommt sowieso mal wieder, also keine Ahnung. Vielleicht spielen wir auch mal so zur Gaudi ohne Stream. Ja, vielleicht komme ich einfach mal in Discord und sage, hey, wer hat The Forest oder sonst was. Und dann spielen wir einfach mal zur Gaudi. Muss ja nicht immer der Stream laufen. Ja? Das ist übrigens auch was ich jetzt einmal dazu sage, warum diese kleine, ja, ich bin ja nicht für immer weg, ja, es sind 2 Wochen.
Scheiße, haben wir nicht in den Hosen jetzt. Fix Mari. Ich bin 2 Wochen einmal nicht da. Ich mag jetzt einfach mal schauen, wie es mir selber dabei geht. Ob ich diese Video-Paranoia mal ablegen kann. So mit, die Woche wieder Video. Was machen wir? Machen wir das? Es muss so gut werden, wie es geht. Und das belastet. Was ist jetzt so? Das ist jetzt so gestört irgendwie. Aber das fängt an zum Nerven. Ja, das mache ich jetzt schon ein halbes Jahr lang. Jede Woche. Was? Schnell, mach fertig Dings. Blablabla. Und das mag ich jetzt einfach einmal aussitzen. 2 Wochen kein Video, 2 Wochen kein Stream, kein gar nichts. Nämlich einfach Urlaub. Ausarmen. Und wird schon nicht alle davonlaufen in 2 Wochen. Und ich glaube, dass das meiner Ideenvielfalt auch ganz gut tut, wenn ich einmal 2 Wochen nicht da bin. Das ist auch mal nicht schlecht, würde ich sagen. So, ehrlich, zockt doch jeder hier oder nicht? Also ich glaube, dass viele Leute zocken, ja. Also da ist es ja immer noch so ein kleiner Traum, dass ich diese Zockerei mehr in mein Programm einfließen lassen wollen würde. Aber die meisten von euch abonnieren mich nicht wegen der Zockerei. Deswegen mache ich es nicht. Außer, ich glaube, letztes Jahr im August irgendwann einmal hat es das Special mit der Freundin gegeben, da wo wir miteinander Layer so 4 gespielt haben. Sowas kommt vielleicht irgendwann einmal wieder, wenn wir miteinander Urlaub haben und jeder ist gerade gut drauf und dann spielt es vielleicht mit und dann machen wir wieder ein Video und so weiter. Zockerei, wo wollen wir jetzt eigentlich stehen bleiben? Ich schweife schon wieder ab. Was sagst du zum neuen Fallout? Man sagt ja noch nicht viel, aber es freut mich natürlich narrisch, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Jetzt kommt bloß noch drauf, ist gerade ein sehr umfangreicher DLC für Fallout 4. Ist ein eigenständiges Fallout, das war natürlich die Überbombe, also total nicht völlig ausflippen. Keine Ahnung, ich glaube, dass es mehr zum Singen gibt in der E3 und die E3 ist jetzt auch noch in meinem Urlaub und da, jetzt weiß ich wieder, auf was ich hinaus wollte. Meine ganze Zockerei, das hört sich so kitschig, aber meine Leidenschaft für die Zockerei. Ich mache in meiner Freizeit fast nichts anderes. Nichts. Hat wirklich in dem letzten halben Jahr sehr darunter gelitten, dass ich sehr viel Arbeit in diese YouTube-Sache stecke. Nebenbei ja auch noch Normalarbeit, das kommt auch noch dazu. Und so hat das eine Hobby das andere ein bisschen ersetzt. Und das werde ich in diesen 2 Wochen, wo ich allein Urlaub habe. Die Frau muss in die Arbeit gehen, ich habe Urlaub, brauche mich um nichts kümmern, keine Videos machen, nichts schreiben, nichts aufnehmen, nichts schneiden, nichts, gar nichts, null, nicht streamen, null. Ich werde nur zocken. Bis ich blau anlaufe, werde ich Computer spielen. Was ich da spiele, weiß ich selber noch nicht. Ich werde alles ausprobieren, was nicht bei 3 am Baum ist. Eins verspreche ich euch, Agony werde ich euch aufheben für einen Late-Night-Stream. Oder vielleicht mache ich mittendrin einen Late-Night-Stream, wer weiß das schon. Der Herr Kulzer hat noch schnell vorbeigeschaut. Habe die Ehre, bin gerade auf einer Hochzeit, aber wollte schnell reingrüßen. Dann sagst du mal, alle einen schönen Gruß von mir auf der Hochzeit. Dein Bruder vor allem auch und eine Frauen. Naja. Ja. Wie der Power schon sagt, 5 Minuten Fragerunde. Ich red doch so gern. Stellt's mir Fragen. Außer damit. Was ganz wichtig ist, die ganze Zockersache, die beschränkt sich weiterhin und bis in alle Zeit nur auf Streamen. Das werden wir nur im Stream machen, Videos werden dazu nicht kommen. Keine Sau möchte irgendwelche scheiß langweiligen Let's Plays sehen oder sonst was. Und was das nächste ist, was wir in dem Stream spielen, das wird von mir sehr, sehr, sehr wohlfühlend, so gut ich kann, ausgewählt, dass das auch für Leute interessant ist, die mit Zocken nichts zum Tor haben. Ja? Da, wo ich aufs Spiel reagieren kann irgendwie und euch einfach unterhalten kann damit. Und da haben Horrorspiele nun mal das Allereinfachste, das kann sich jeder anschauen, auch jemand, der nichts mit Zocken zum Tor hat, weil es so und so einfach lustig ist, wenn ich da sitze und scheiß mit Hosen. Und ja. Firestormly, ich feier, heirate mich, find ich das beste Lied, was ist deins? Was, heirate mich von Herr Mertel! Vergeht's gut, vergeht's gut. Birger, ich hab einen saumäßigen Sonnenbrand, was soll ich tun? Die mit Radler einschmieren. dann haut der Sonnenbrand ab. Das ist eine Fragerunde, ich frag's Runden. Du unterhältst mich auch, wenn du das Spiel auch so kommentierst. Ja, was war denn das gleich wieder? Ich glaube, ja, stimmt. Der letzte Late-Night-Stream, das war Layers of 4, der DLC davon. Der zum Beispiel, der war so stinke langweilig, dass sogar mich gelangweilt hat. Und ich hoffe, dass ich da was daraus lerne, nämlich, dass ich mein Ersatzspiel zulege. Und naja,
Oder spiel XCOM und mach ein Vollbier-Squad mit den ganzen VIPs. XCOM 2 habe ich schon durchgespielt. Das ist schon lang her. Das habe ich schon durchgespielt, bis es rausgekommen ist. Das ist auch schon wieder 1,5 Jahre alt, glaube ich, oder? Oder 2. War ein cooles Spiel. Also nicht jetzt meiner, dass ich es nicht spielen mag, ist es schlecht. Es war ein gutes Spiel. Ich spiele selten Spiele ganz durch. Was ich momentan wieder Vollgas suchtelt. Ich liebe Aufbauspiele wie City Skylines oder Anno. Anno ist meine absolute Lieblingsserie. Wenn es einmal gemütlicher sein muss, das Spiel. Momentan spiele ich Transport Fever. Selten, dass es mich vergessen lässt, wie spät das ist und dass ich so lange wie gestern auf die Nacht, habe ja gestern quasi schon Urlaub gehabt, habe ja heute auch schon frei gehabt, gestern bis um 6 Uhr in der Früh Transport Fever gespielt, bis draußen hell wird, ohne dass es gespannt. Selten. Extrem selten. Und das haben das bis jetzt 3 Spiele geschafft. Das ist Anno, fast egal welcher Teil, außer dieses 2200 irgendwas. Das war der einzige Kackteil. Was haben wir noch? Rimworld war das nächste noch, das hat mich auch einmal durchmachen lassen und Transport Fever. Brutal. Ich liebe diese Spiele. There Are Billions habe ich leider nicht so lange gespielt. Leider, hat aber einen coolen Ansatz gehabt, hat mir gut gefallen. Und ich freue mich richtig auf Anno 1800, das Ende des Jahres rauskommt. Da wird auch wieder gemüttelt ohne Ende. Saugeil. Gefällt mir wirklich extrem gut. Bis jetzt ja sehr gut aus. Da müssen sie schon fei ins Sandeis setzen, dass die es verkacken. Muss ich sagen. Der Charles Dani hat ein Beutel gemalt. Das kannst du mir auf Facebook schicken, wenn du willst. Suchst einfach nach meiner offiziellen Seiten, schreibst mir Nachricht, haust das Battle rein. Yay! Also nicht Freundesanfrage, das ist übrigens generell einmal sowas. Ich glaube, die meisten auf YouTube wissen nicht, dass es Facebook-Seiten gibt und die meisten auf Facebook wissen nicht, dass es YouTube gibt. Also 50-50. Ich kriege so viele Freundesanfragen, weil leider Gottes mein Privataccount genauso ausschaut wie meine offizielle Seiten und ich nehme keine Freundesanfragen mehr an, weil ich am Tag ungefähr 800 kriege. Geht halt einfach nicht mehr. Naja. Player Rose schreibt, ich habe aber bloß das 1503. Ja, das ist schon ziemlich alt, das 1503. Muss ich gestehen. Also keine Ahnung. Ich dachte natürlich, weiß ich einfach, ich kann so viel. Das ist so mein Hauptthema schon fast bald in meinem Leben, was Hobbys betrifft, ist die ganze Zockerei. Da kann ich so viel drüber reden. Ich möchte so gerne mal ein Spiele-Review machen, auf Borisch. Aber halt ernsthaft, ja, natürlich mit dem üblichen Humor, den man einbauen kann. Herr Schlamminger! Ich feiere deine Videos und die Art fetz Merche Bilger. Merche! Ich sag, merci, Herr Tobias, da brauchst du echt keine Zähne nicht dazu, das ist krass. Wenn da das Wasser so runterläuft, dass dich schon am liebsten an Hauswasser anschließen willst. Ja, das darf funktionieren ja gerade. Also ich bin von oben bis unten batschnos. Ich weiß gar nicht, wie mir vergeht's gerade leid, aber Herz jetzt auf damit, weil ich schon auf dem Sprung bin weg. Also nochmal, ich darf so gern zu meinem Hauptthema einfach mehr machen. Das ist das Einzige, was mir noch abgeht. Ich weiß bloß nicht, wie ich es verpacken soll, dass auch die Leute, die nichts mit der Zockerei zum Tor haben, da Spaß drauf haben. Ja? Was interessiert dann, nehmen wir jetzt einmal wirklich ganz abgedroschen, einen Bauern Sepp draußen, der meine Videos feiert, weil es lustig sind und auf einmal kommen Spiele-Reviews. Da kann er nichts anfangen damit. Keine Ahnung. Deswegen müsstet ihr die wieder so im Blödsinn verpackeln, dass sie schon wieder nicht ernst haben. Naja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, wie das da... Ich darf es aber so gern. Ich kann über dieses Thema schmatzen, Tag und Nacht, mich mit euch unterhalten, Tag und Nacht. Da niemals der Gesprächsstoff ausgehen. Nie. Was hältst du von Fallout? Was hältst du von Skyrim? Was hältst du von Witcher? Spielst du PUBG? Kennst du Counter-Strike? Alter, Counter-Strike habe ich schon gespielt. Da hat man mit der M4 noch zoomen können. Lauter so Sachen. Keine Ahnung, das tue ich wirklich seit über 20 Jahren. Befasse mich mit der Materie und das fast täglich. Und das geht mir einfach nur ein bisschen ab irgendwie. Ich darf es so gern bringen, aber ich weiß genau, das will 3/4 von euch nicht sehen. Bürger, denkt nicht nach, was die Leute denken, mach doch einfach. Ja, also wenn ich nicht nach, sagen wir es einmal so, das ist ganz, ganz furchtbar wichtig. Das hört sich oft so an, als da die einfach machen. Ja? Es funktioniert so nicht. Das ist einfach machen funktioniert nicht. Ja? Einfach machen habe ich lang genug gemacht. Und es hat nicht funktioniert. Da hat das Paulinchen war da sogar dabei. In der Zeit, wo ich einfach gemacht habe und es hat nicht funktioniert. Jetzt denke ich drüber nach und siehe da, es funktioniert. Und so viele Leute sind auf einmal da. Naja.
Schwierig. Müssen die einfach, keine Ahnung. Und für das übrigens, das ist so, mach dein Hirn frei die nächsten 2 Wochen. Ja? Mach dein Hirn frei und dann Dinge übersehen die nachher noch. Sachen noch. Was mag ich machen, was mag ich noch dazu machen? Mag ich wirklich immer nur Kruzifix und How-To machen? Was ein bisschen wenig ist. Ist das Kochstudio lustiger, wenn es ein eigenständiges Format ist? Oder ist Kochstudio lustiger, wenn es in die anderen Formate auftaucht? Weißt du das eh? Und den zweiten Kanal nennen wir Birger Zock zockt. Ja, es ist schon so, ich hab mir immer an Twitch, da waren immer weniger Leute da. Da war immer schon der ultra harte Kern da. Und bei denen weiß ich, mit denen kann ich mich da drüber unterhalten, was ich mir denke. Ja? Wenn ich mal zock. Ja? Was ich auf keinen Fall machen werde, ist einen zweiten Kanal machen. Ja? Dann bin ich in dem zweiten Kanal auch wieder gezwungen, regelmäßig dieses Format zu machen. Und dann leidet der andere Kanal drunter. Und wir haben ja schon viel größere YouTuber wie mich an dieser Sache drauf gesehen. Und die dann in einen Zweitkanal wieder abschalten und lauter sind Scheiße, das ist alles umsonst. Also es bleibt für immer und ewig der eine Kanal und dieser eine Twitch-Kanal. Was ich aber schon oft einmal gesagt habe, ist, wenn ich wirklich ein Space, wo ich mir sicher bin, okay, das glaube ich nicht alle sehen, aber da heute kehren vielleicht schon, die sich fürs Zocken interessieren, dann streame ich nur auf Twitch. Ja? Und wenn es dann soweit ist, dann schalte ich sowieso wieder auf YouTube auch ein. War ja bei Kingdom Come Deliverance auch so. Und da waren auch 200-300 Leute da und euch hat es gefallen ohne Ende. Deswegen weiß ich es. Deswegen, und da natürlich mache ich mir da Gedanken drüber. Ja? Das war völlig dahergelungen, wenn irgendjemand sagt, der macht sich da keine Gedanken drüber, er macht einfach. Ja, das braucht man kein YouTuber und kein Streamer verzeihen, dass er sich keine Gedanken macht, wie er das da alles konzipiert, wie er das macht. Ja, es soll für euch natürlich so ausschauen, als war das so, mach mal, das wird alles aus dem Handgelenk rausgeschüttelt. Ja, so ist es aber halt nicht. Da muss ich die Leute leider enttäuschen. Der Herr Kobelik-Scheiß, spiel mal Factorio, da kommst du gar nicht mehr ins Bett. Das weiß ich schon. Factorio habe ich auch sehr lange gesuchtet, aber nicht ganz so hart wie Transport Fever oder wird das andere kosten, auch mit einer ähnlichen Grafik, mit einer sehr einfachen Grafik, RimWorld. RimWorld ist so geil, das schaut so scheiße aus, aber wenn du die in die Spielmechanik mehr eingefuchst hast und das verstanden hast, um was da eigentlich geht, das ist so genial, das Spiel, brutal. Bam, 8 Stunden vorbei. Das ist, bam, nochmal 8 Stunden vorbei. Bam, habe ich eigentlich schon gegessen, na, keine Ahnung. Musst du eigentlich mal aufs Klo, keine Ahnung, scheiß drauf, spielen wir weiter. Super geil, habe ich sehr selten und ich spiele wirklich viel. Aber wie gesagt, im letzten halben Jahr relativ wenig. Deswegen werde ich in den nächsten 2 Wochen nichts anderes tun. Transport Fever hört sie an wie der Paketdienst Simulator 2.0. Überhaupt nicht. Es ist ein Aufbauspiel, ein Logistikaufbauspiel mit Straßennetz und Zugnetz und so weiter. Ähnlich wie in Anno eigentlich. Du baust da super komplexe, am Ende hinaus super komplexe Transportketten auf für verschiedene Produktionen, die du dann in Städte lieferst und so weiter. Und das macht süchtig ohne Ende. Weil du immer wieder was optimieren kannst und das ist noch nicht schön genug und dann kannst du in dem Zug mitfahren und kannst dir die Stadt anschauen, die immer größer wird und was. Also super geil. Naja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war unsere halbstündige 5-Minuten-Fragerunde. Ich sage euch jetzt was. Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Satz mir nicht besser, dass ich mir mal 2 Wochen Urlaub gönne. Na, eigentlich hätte ich es gar nicht sagen sollen, weil ich halt 2 Wochen einfach nicht da gewesen. War auch keiner gestorben. Wahrscheinlich warten Gerüchte aufgehen, der Birger ist tot. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Gentleman, eine Frage noch, das ist sowas wie Transport Tycoon von früher, oder? Das habe ich damals auf unserem Windows 8 gesagt. Ja, genau, das ist bloß in modern. Und richtig umfangreich. So. Da ich durch die mentale Verbundenheit zur Freundin schon her, dass die Wort davon, sage ich jetzt einmal ganz ehrlich, meine lieben Leute, nochmal ein herzliches Dankeschön für 40.000 Abonnenten. Ich wiederhole, 40.000 Abonnenten.
der Vollgerät, die Mats zirkt uns momentan und wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen wieder sauber davor, weil der momentan 500 Abos am Tag macht. Völlig zu Recht übrigens. Das war, falls ihr das sagt, ich hoffe, dass er es sagt, das war ein Geniestreich, das mit der Royal Wedding Synchro. Geniestreich, mein Freund. Völlig zu Recht, dass du am Tag 500 Abos und mehr machst. Aber dann habe ich, wenn ich vom Urlaub wieder da bin, ein kleiner Ansporn auf YouTube. Ist es möglich, die einzuholen. Soll jetzt nicht heißen, hier Pimmelvergleich, wer hat mehrere Abos. Aber es spornt schon an. So ist es nicht. Ja. Herr Spaßvogel. Sehr Spilger, ich spring jetzt in See. Völlig zu Recht. Und ich schwimme in meinem Arschwasser bis nach Basting und wieder zurück. Und ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wirklich ein herzliches Dankeschön. Merci an euch alle. Ich hoffe, ihr habt geile Ferien gehabt. Es tut mir natürlich auch ein bisschen leid, dass nächste Woche die Schule wieder losgeht. Es hilft euch sowieso nicht. Dafür mache ich jetzt 2 Wochen Urlaub und hänge meinen Ranzen aus in die Sonne. Muss auch einmal sein. Jetzt mach mal den C näher voll Rimworld. So geil hast du es geschafft, dass sie abgeholt Ja. werden oder hättest dich ab 10 Bewohner zerlegt. Nein, ich hab's geschafft. Ich hab mehrmals angefangen natürlich in Rimworld, aber ich hab's bloß 2-mal bis jetzt geschafft, dass ich abgeholt werde. Beziehungsweise, dass ich mit dem selbstgebauten Raumschiff davor fliege. So, jetzt aber, meine sehr vergeht's gerade ohne Scheiß für alle eine Donations, für eine VIP-Starte, wirklich für alles. Ich weiß nie so recht, wie ich Danke sagen kann. Ich hoffe, dass sich der Phonix HD bei mir meldet, der die Ausgabe vom Trachtmann gewonnen hat. Ansonsten melde ich mich nächsten Freitag einmal schnell 10 Minuten im Stream oder ich zirk einfach irgendwen anders und mache den extra einen Stream drüber und benachrichtige den. Dann hat der Phonix HD halt einfach Pech gehabt, das hilft nicht. Melde dich bei mir, war super geil. Es war wie jeden Freitag schon einmal wieder lustig. Ja, das ist ja jeden Freitag lustig, ist ja eh klar, aber es ist einfach zu heiß im Sommer. Ja, da hab ich doch keinen Bock nicht, da bist du tot. Ich glaube, ich rutsche jetzt auf meinem Arschwasser zum Einhell aussehen und kaufe mir eine Klimaanlage und dann rutsche ich auf meinem Arschwasser wieder heim und dann werde ich 2 Wochen nichts anderes tun wie saufen und zocken. Saufen, zocken, bis die 14 Tage um sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich wieder da bin, sehen wir uns mit einem WM-Special und natürlich am Livestream. Haut euch eine, es war mir eine Ehre, habe die Ehre! Servus. Und nie vergessen, das ist eine Weißwurst, it Wurst's weiß.